absolute Synchronität mit dem Herrn Timmy Boy. Das haben sie vergessen, aber es ist ein scheißer Lutz da zum Schalten. Verdammt nochmal. Ich war so gut vorbereitet. So gut war ich vorbereitet. Jetzt Moment mal. Erst mal bin ich mich selber her, sonst nix. So. Hallo? Hallo? Wieso sag ich nix? Wieso sag ich nix? Timmy Boy, kriegst du dir daheim. Das ist mal das Erste. Hallo, der kleine Bürger möchte bitte im Bällebad abgeholt werden. Abgeholt! Wieso sag ich da nix? Kruzifix, sagt ihr mich? Was ist denn das wieder? Hallo, 40 Sekunden lang Player in die Kamera rein und keiner sagt was. Jetzt sag ich was. Was ist denn das wieder? Kruzifix, YouTube-Dude. Ja, was weiß ich, Alter. Hinter mir wurscht. Timmy Boy, kriegst du dir daheim. Jetzt wieder ein Euro. Rest vom Sauerverleurin. Liebens, Bürger. Micke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, nix mit Streamer Live, irgendwas, Pimmelsimulator 2. Eine Retro-Reise ist jetzt auf dem Plan. Ob wir es fertig spielen, das kann ich nicht versprechen, aber eine schauen, die haben wir auf alle Fälle. Ich habe mir übrigens auch alle 3 Resident Evil Teile gekauft. Geil. Geil, sauber eingekauft, damit nichts passiert, was es ist. So. Jetzt haben wir da mal aufgescrollt, damit wir da einen Haufen reingerissen können, weil sonst weiß ich was es ist. Habe die Ehre an den Trennschleifer, an den Björn, an den Forest Squad, an den Firehunter, an den Riesimike, an den Readyflow, an den Wutzinger, an den Grotzer, an den Herrn Bosel, an meine fette Mam, an die fette Mam, an den Schnutschi, an die Spielekind Biene, an den von hinten, an den Stenki, an den Nikarus und jetzt mal nicht mehr. Timmy Boy! Ah! Nicht von mir daheim, ich hock in Costa Calma. Oh, scheiße, stimmt. Ja, schreibe kannst du einen Krampf zusammen! Was hast du mir die Scheiße merkt, dass du am Montag sagst? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Gibt's heute auch Jumpscares? Oh mein Gott, Luke. Das sagt mir, dass du nicht über 20 bist. Automatisch. Wieso hören ich da schon wieder nix? Kruzifix. Hier. Monitoring ein. Ja, Monitoring. Hier habe ich doch alles. Jetzt! Ah! Was war das? War der Tobo mit dem Zwickel? Der Meister, der zurück. Nein, der Foxler mit Trivia. Obacht! Merci wieder ein Euro. Ruhe jetzt! Ich muss es vorlesen! Schnauzen! Das erste Konzept von Resident Evil 4 war so wild und anders, dass Capcom beschloss, stattdessen ein eigenes Spiel... Kruzifix! Haben wir das in der Montag schon fertig gehabt? Sackelzement! Ich lese gleich, jetzt lese ich erst was anderes. Stattdessen ein eigenes Spiel draus zu machen. Name? Echt? Devil May Cry? Echt? Ansonsten lass dir das Chill-Sandwich schmecken. Wie automatisch davon ausgegangen wird, dass ich mit der Chill spiele. Aber ja, wir werden mit der Chill spielen. Das ist mir amtlich. Habe ich als Kind auch am allermeisten gespielt. Ist klar. Tobo, merci für den Zwickel. Bazooka Joe, merci für 18 Monate. Was haben wir da? What is this? It's 18 months. Präsident Stiefel, merci für 18 Monate. Simi, servus Bürger, schöne Grüße aus Minga, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du da bist. Simi, merci für 66 Monate. Was haben wir da noch? Der Dr. Kili, merci für 22 Monate. Dere, Bass, Tondinkel, Licht, Chai-Ansamen oder wie man das sagt. Ich weiß nicht, ich komm mit dem veganer Stunden raus. Merci für 22 Monate. Timmy Boy, du musst die Dono schon lesen, dann weißt du es. Was? Da steht der Hand drin, du Zigeuner, Sepp. Servus, bin auch da, Grüße nicht. Oh, nicht von mir daheim. Ja, nein, da steht kein nicht. Leg mich nicht an. Mühli, merci für 12 Monate. Hab dritter Jahr bin ich schon dabei. Geiler, viele weitere Monate und Jahre. Präsident Stiefel. Oh, Sprenge, das wird uns noch lang noch hallen, habe ich das Gefühl. Hast du als 10-Jähriger damit gerechnet? Dass irgendwann, was weiß ich, wie viele Leute da hocken und sie denken, Präsident Stiefel, würde eines Tages ein richtig großer Witz? Ich glaube nicht. Steffi! Mir ist wieder ein 10er. Versauf's halt dann! Was sollst du damit? Was sollst du damit? Danke dir. Löwensepp, habe dir Bürger, er ist fuck einen guten alten Resi-Stream. Außer Bier, lass dir schmecken. Herr Bügler, mir ist für 60 Monate. Da habe ich die Ehre zurück. Der Opa, mir ist für 67 Monate. Von Resi 9 zurück zu Resi 1. Geil! Wir werden sehen. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit Auflösung. Kruzifix! Es war noch am Montag, glaube ich, schon über. Ich glaube, es war noch am Montag. Wie viel war denn das am Montag? Das war, ich konnte die Zeile gar nicht so weit nach rechts scrollen am Montag. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Jetzt nicht ganz sauber, das ist alles, was ich weiß. Traumtänzerin, merci für 91 Monate. Aber tritt alles fit im Schritt. Im Schritt ist immer alles fit. Tammy, merci für 50 Monate. Aber die Ehre, schöne Grüße aus Landshut, schöne Grüße aus Landau. Herr Wolfrick, merci für den Zwickel. Um Gott, wie nennt man springende Pilze? Champignons. Doch, na. Jetzt nimmst du dein schlechtes Sprichhalt, dein Lach schon, die E-Birkel und zündest das an.
Miss Vaping, aber du bist auch schon 1000 Jahre dabei. Mir ist für 84 Monate, holy shit, ich gehöre zum alten Eisen. Ach, Resi 1, was für tolle Kindheitserinnerungen. Ob die jetzt toll sein oder schmaler Grad zwischen toll und Traumata. Timmy Boy, ach Birger, ja, sorry, dass du nicht lesen kannst. Ja, kannst du nicht so viel. Ja, du warst so. Roli, mir ist für 16 Monate. Habe der Chef, bin auch wieder da vom Nachschaussquad. Endlich wieder Zeit für Birger live. Der schwarze Kettenraucher ist der pappgrinsender Smiley auf an geilen Stream. Langsam. Ich komme so mit ein, mit diese scheiß Vorlesekacke da. Wenn ich noch am Lesen bin, ich komme hinten neu. Schaf, Schaller, Schorschel oder was es immer heißt. Mir jetzt für den Zwiegel. Keinerin hat beste Besteck bestellt. Was? Keinerin hat das beste Besteck bestellt. Smiley, Facke, Wulzau, Schafal, Wolf, Kuh, Miete, nochmal Facke, Hund, auf, nochmal Hund, glaube ich. Oder Braunsfacke, käme nicht aus. Müsste die MS für 34 Monate. Live vom Dateabend. Sag's nicht meine Frau, viel Spaß. Was mit deiner Frau ein Date oder mit nicht deiner Frau ein Date, währenddessen du eine Frau hast? Das ist die Frage. Mit der TM schöne Grüße hin nach die Schweiz. Herr Gärtner, merci für den Zwiegel. Oh Gott, freue mich, dass du wieder da bist. Wo warst du am Montag? Ich war am Montag schon da. Staudi, merci für den 5. Achtung, Spoiler. Der an Arm fliegt weg und der schwarze Kettenraucher ist der Bab. Auf einen geilen Stream. Den verstehe ich nicht, Staudi, aber merci dir. Gangster Proof, merci für 25 Monate. Danke, Chef, dass du immer für deine Follower da bist. Also diese Danksagung, die verstehe ich nicht. Und uns immer so schön belustigt. Bis jetzt habe ich noch nichts gerissen. Es ist immer wieder ein Fest, dir zuzuschauen. Das ist das Wichtigste. Kuss auf die Nuss. Wolfreak! Towers mit Gender gemeinsam. Wie mal Kinder waren, hätt's nur 2 geben. Ja, ist nicht schlecht. Hallo Leiwand, dass du wieder da bist, Dere. Wer ist überhaupt da? Luna schon wieder. Schluss damit. Du bist am Montag schon eskaliert. Ruhe damit. Ruhe. Schluss. Aus Pui. Das hast du am Montag schon ein paar Mal gesagt. Gelangt! Danke dir. Der Hammi, ich lese nur mit laut vor, weil so schlecht ist er nicht. Er ist ein bisschen flach und einfach, aber es ist okay. Was haben die Twin Towers mit Gender gemeinsam? Wenn wir Kinder waren, hat es nur 2 gegeben. Ich bin sogar der Meinung, dass es bis vor 5 Jahren bloß 2 gegeben hat. Ja gut, aber die anderen Towers leider nicht. Ja, egal. Merci dir. Fahr mal live! Scheiß mittendrin 24 Euro rein, schreibt nichts dazu! Was ist mit dir? Warte, ich tue Herzl drauf. Na, kann ich nicht, wenn ich nicht eingeloggt bin. Dammit! Fahr mal live, Kuss auf die Nuss, danke, sie ist zu viel, du weißt das. Firestarter, aber die Ehre, ich sehe das Spiel heute zum ersten Mal. Um Gottes Willen. Freue mich auf absolutes Pro-Gaming. Das wird es nicht geben, weil... Tatze! Oh, seit Montag haben wir es einfach! Und das ist der Arschloch! Mr. Tatze oder Fräulein Tatze, ich weiß es nicht. Ich sag Fräulein Tatze, weil kein Mann auf dieser Welt, der nicht auf Penisse steht, nennt sie Tatze. Welcome to the squad, Fräulein Tatze. Kuss auf die Nuss. Merci für die Mitgliedschaft. Aber die Tröte darf man nicht vergessen. Dankeschön. So, wo haben wir jetzt Stäblein? Hab ich irgendjemand übersehen? Der Schaf, Scharala, Schorsch schon wieder mit dem Zwiegel. Die Kellnerin hat das Besteck zu spät bestellt. Das brauchst du mir nicht sagen, das habe ich schon verstanden. Wie hast du schon wieder gesoffen heute? Bloß weil ich es nicht aussprechen kann. Übrigens, da erinnert sonst keiner aufs erste Mal. Weißt du das nicht? Oh, ich verstehe die Ansammlung an Truthähnen dahinter nicht. Zappel! Ich hab noch nie Resi 1 gesehen, bin schon gespannt. Aber das wird närrisch, da wird es euch ganz schön nehmen. Ich werde wahrscheinlich auch zu jedem Raum erst einmal 4 Stunden irgendwelche Geschichten erzählen, an die ich mich nur erinnert. Firestarter, merci für 24 Monate. Haben wir es jetzt dann bald. Nussi, merci für 54 Monate. Farmer Life, merci für 15 Monate. Servus auf einen schönen Stream, merci dir. Cyberfox, merci für 47 Monate. Was summt durch den Garten und hat Appetit auf Gehirne? Eine Zombine. Na! Also, hallo, ich war bloß 2 Wochen weg, wir haben jetzt wieder zurück. Wir haben wieder so weit zurückgefallen. Herzlichen Glückwunsch. So, haben wir es jetzt wieder. Okay, der Wolfgang hat noch einen. Gut, dann eben so. Wusstest du, dass ich halber Grieche bin? Ist wirklich so. Väterlich sein. Okay, hast du wieder davon. Geht schon wieder. Merci dir. Hab ich jetzt irgendjemanden übersehen? Ich glaube nicht. Da ist noch mal Luna. Birger, spielst du eigentlich noch Warmer? Spielen nicht.
Spielen nicht. Und ich habe auch schon lange nicht mehr umeinander bämselt. Aber mein Werkstatt, mein Ganzes, das steht da unverändert dort und der Dreadnought wartet immer noch, bis es fertig ist. So, Herr von hinten, erst für 33 Monate, jetzt ist er Ruhe. Hier funktioniert mein Knopf noch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alerts sind jetzt aus. So, Freunde der Sonne. Wir spielen heute etwas, was mich bis heute geprägt hat. Wir haben vor kurzem ein wirklich, das wahrscheinlich beste Spiel aus der Reihe, mag ich behaupten. Wenn man die ersten 3 weglässt oder die ersten 2 weglässt, was sie zu ihrer damaligen Zeit waren, Herr Gerald von Plötze, merci dir, hat, da muss ich aber noch am 31. März 1996, fuck, ich weiß das Release-Datum nicht. Birger, du gottverdammter Kacknoob. Resident Evil 1 1996 Release Date. 22. März 1996. Mr. Zangelbub, merci wieder ein 12. Aber dritt, wir sollen die vom letzten Stream, du musst den verschwommenen Emote wieder einbauen. Super. Das kam 11 Minuten spät. Merci dir. Ruhe jetzt mit der Umeinander da. Vorbereitung ist gleich 0. Dein Name ist 0! 22. März 1996. Das heißt, das Spiel ist jetzt ein Jahr und knapp 30 Jahre und knapp 1 Monat alt. Kannst du dir das vorstellen? Und in dieses Spiel, bitte mir zumindest ein, habe ich so viele Erinnerungen. Vor allem die erste Phase, das erste Mal in dem Herrenhaus und auch das zweite Mal noch in dem Herrenhaus. Und das kleine dazwischen, da glaube ich, erinnere ich mich auch noch an viel. Dann wird es schwierig, weil man eben als 10-jährige Kinder, ich glaube, für ein Rätsel teilweise 2 Wochen braucht haben und uns dann gegenseitig gefreut haben, so mit, Wolle, ich hab's endlich rausgefunden, dann muss man das und das tun und keine Ahnung und was ich was alles sehe. Dieses Scheißspiel ist 30 Jahre alt. Und vor 3 Wochen, heute vor 3 Wochen, glaube ich, haben wir Resident Evil 9 fertig gespielt, was ein grandioses Spiel war. Und es ist eigentlich eine gnadenlose, ihr könnt es aber keine 2 Sekunden am Maul halten. Jeder kennt 10 Minuten früher, gut sie fix! Keine Zeit mehr jetzt zum Lesen. So, wir spielen heute, und zwar OG. Nix Remake oder HD Remaster oder sonst irgendwas. Vor kurzem, sonst hätten wir es wahrscheinlich eh nicht gespielt, sind die Original 3 Teile. Ich habe übrigens alle 3 gekauft, falls es uns gefällt, falls wir es fertig spielen. Aber ich warne euch vor, das Ding ist 30 Jahre alt. Das kann ein wenig zack werden. Ne? Spielen wir mir jetzt Resident Evil in der so gut wie es geht OG-Version, wie es vor 30 Jahren war. Und ich hoffe, dass das jetzt mit der Kamera und so weiter alles hier, weil da geht am Anfang so ein Launcher auf, wo man einen Haufen Scheißdreck einstellen kann und so weiter und so fort. Und ich kann natürlich nicht... Ja, das müssen wir schon sehen! Wieso wird denn das wieder nicht aufgenommen? Ah, wie laut ist das bei dir so laut? Rest in Peace, Mr. Headphone User. Es ist jetzt echt ärgerlich, weil das Intro hätten wir uns eigentlich anschauen müssen. Das gehört zur Experience dazu. Das ist das erste, was aufgeht. Also wir spielen das eine 4:3 Auflösung. Deswegen haben wir da einen schwarzen Balken, da habe ich einfach einen Chat eingeschissen. Habe ich gedacht, Sprenger hat geschrieben, du, das machen die anderen auch. Ja, da unten steht's. Capcom. 1996, 1997. Oh, lass mal sein. Was passiert, wenn ich nichts drücke? Seien Sie clever! Gegen die Feinde zu kämpfen ist nicht der einzige Weg, diesen Horror zu überleben. Perfekt, Schneider. Lass mal einfach mal laufen und schauen wir, was passiert. Ich will die Step-Sounds schon her. Na, der verrat der Rätsel! Das weiß ich noch. Und die rechte Tür ist der Gang zu etwas, das spoilert jetzt nicht. Zu der schlimmsten Szene, die du in deiner Kindheit jemals erfahren hast, kennen. Ich hab nichts gedruckt. Wir spielen das übrigens auch mit Gamepad, aber ich glaube, dass der Stick nicht funktioniert. So, und jetzt bei so Wort. Kommt jetzt schon oder erst, wenn ich Start drücke? Nein, oh. Es gibt keine Optionen. Es gibt nur neues Spiel und Laden. Laden! Wir wollen natürlich nicht laden. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt einer der wichtigsten Sounds in meinem Leben. Der hat sich dermaßen in meinen Schädel hineingebrannt. Und bei hoffentlich vielen von euch auch. Achtung. Resident Evil.
Wie geil. Alec. So, mit wem spielen wir? Es gibt einen Chris Redfield und ein Jill Sandwich. Alec, Alter, der Sound, wenn man die Karten hin und her wechselt. Das ist, warum merkt man sich in sowas? Warum merkt man sich sowas? Also, ich frage euch das auch nur, das ist eine rhetorische Frage. Das ist eine rhetorische Frage, meine Freunde der Sonne. Flitzigo. Wo Leon? Mr. Philipp der Flogger, du bist, glaube ich, auch noch zu jung dafür, dass du das Spiel kennst. Also, ich mag nicht spoilern von markante Sachen, wo ich mir sicher bin, dass ich es noch weiß, für die Leute, die das Spiel noch nie gesehen haben. Aber bitte, vergessen Sie nicht, das Ding ist 30 Jahre alt. 1996, okay? Wissenswertes dazu. Senfgeier! Ach, da schau her, da fühle ich mich gleich wieder jung. Ja. Oder halt alt, wenn es dann kickt. Merci dir. Herr Geinring, merci für den Zwiegelbugel, merci für 60 Monate, Luxi, merci für 22 Monate, Mr. Zangel, merci für 12 Euro. Schluss jetzt mit der Rumdonnerei, es gibt sehr viel zu besprechen. Wir werden wir können nicht einmal in den ersten Raum rein, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll zum Verzeihen. Also, das Erste. Wie du siehst, damals, versuch dich in die Lage zu versetzen, Internet ist noch 10 Jahre weg. Ja, für uns eins nur 5 Jahre weg, aber für die meisten Leute nur 10 Jahre weg, wenn nicht noch weiter weg. Wir haben damals keine Komplettlösung oder irgend sowas gehabt, das hat es in die Heftel natürlich gegeben, aber das hatten wir nicht. Das hier, die Auswahl, vor allem ich finde das so geil, das Beutel von der Jill, das passt überhaupt nicht und von ihm auch nicht, dann Ingame und so, aber ist ja egal. Es gibt 2 Charaktere, mit denen du spielen kannst. Das ist was, das glaube ich, zieht sich durch Resident Evil schon immer so durch, außer beim 7er und beim 8er. Da spielst du immer den gleichen. Hey, Skaflaun! Kruzifix jetzt! Servus, Birger, endlich mal wieder live dabei. Viel zu lang ist es her, aber allemal im Nachschauungsblatt. Mega Erinnerung, so genial. Grüße aus Tirol. Schöne Grüße zurück. Ein 50er 2. Kruzifix! Schluss jetzt! Ich muss Sachen verzeihen! Hey, Skaflaun. Was übrigens ein unfassbar guter Anime ist. Zuckerl, Alter. Zuckerl. Bin ich da schon wieder gar nicht mehr besser. So, Ruhe, jetzt hat mir die 50 sauber zu übertrieben. Aber ich glaube, dass ich schon 1000-mal gesagt habe. So. Resident Evil 2. Ja, gibt's auch 2 Charaktere, Jill und Leon. In Resident Evil 3 gibt's indirekt 2 nicht zur Auswahl. Da spielst du hauptsächlich mit der Jill wieder, aber da kommt irgendwann im Laufe des Spiels dann nochmal der Carlos und ein Spielabschnitt mit dem Carlos. Und in Resident Evil 4 spielst du eigentlich auch noch einen Leon. Was labert die für eine Scheiße? In die Oldschool Resident Evils ist so, dass man eigentlich immer 2 zur Auswahl hat. Und fertig. So. Jill, Chris. Wo ist der Unterschied? Ist überhaupt der Unterschied? Ja, ganz gewaltiger. Jill ist Schwierigkeitsgrad, da spreche ich jetzt schon geschrieben, schwer. Der Chris ist Schwierigkeitsgrad sehr schwer. Warum? Bei der Jill ist das Inventar um 2 Slots größer. Ich glaube, sie kriegt auch so einen kleinen, so einen Dietrich, mit dem sie ein paar bestimmte Tieren aufsperren kann, wo der Chris einen Schlüssel dafür finden muss. Und ich glaube, sie hat am Anfang ein bisschen mehr Munition und solche Geschichten dabei, was jetzt aber nicht so gravierend ist. Und im ganzen Spiel, glaube ich, halten Gegner auch einen Hit weniger aus und es sind generell weniger Gegner. Und sie fängt gleich mit einer Knarre an. Hat der Chris am Anfang nur ein Messer? Das habe ich nicht. Aber jetzt, was du sagst, weiß ich es wieder. Das ist tatsächlich wahr. Ich weiß aber nicht mehr, wo man die Knarre findet. Das weiß ich nicht mehr. Aber richtig, Jill hat am Anfang ein Messer und ein Heilspray. Das glaube ich hat aber der Chris auch. Und sie hat eine Beretta und ein Magazin. Wenn ich mich nicht täusche. Und beim Chris ist es einfach schwieriger. Wenn da in so einem Gang mit 2 Zombies sind, bei der Jill sind beim Chris oft gerne mit 3 und so weiter und so fort. So. Und darum spielen wir mit der Jill. Es ist also die Gatling Jill. Ja, ein bisschen. Ich hab nur Messer. Das habe ich jetzt, was das sagt, stimmt. Das hätte ich jetzt vergessen, aber für das haben wir reicht dabei. Rein in den Chat mit irgendwelchen nostalgischen Geschichten zum Spiel, von euch, übers Spiel, was auch immer. Spoilern kann keiner. Also die Spoiler-Scheiße ist sowieso vorbei. Und wir pimmeln jetzt hinein. Chill, los geht's. Weißt du musst dir vorstellen, du sitzt als 10-Jähriger um 10 Uhr auf die Nacht, 11 Uhr auf die Nacht, das scheißegal, Finster ist da und schaust dir das an, was jetzt kommt. Raccoon Forest. Alpha Team is flying around. Wieso sagt ihr die Videosequenzen nicht? Raccoon City,
where we're searching for da müssen wir the schnell so helicopter machen. of our compatriots Bravo team, who disappeared during the Okay. Keine Ahnung, was das soll. Die Videosequenzen werden eigentlich nicht gezeigt. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon Machen wir City. so. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! Das war damals, das musst du dir vorstellen, das war damals, hat es damals noch nicht gegeben. Ja, auf dem Super Nintendo hat fast nie jemand geredet. Videosequenzen hast du sowieso It was vergessen. Ja. Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. Wie kann das ausschauen? However, we soon Geil discovered trash. why. Das ist Jill. Das war der Wesker übrigens gerade. Der erste war der Barry. Das ist der Chris. In Farbe auch noch, ja. Hey! Come here! Das ist der geilen, cheesy Dialoge. Da bin ich mir voll nicht sicher, ob man das in unserer deutschen Version damals alles so gesehen hat. Joseph! Auf der PS1 war das gekürzt und schwarz-weiß. Danke, Sprengi. Weil an das erinnert ich mich nicht mehr. Also schon an Blut und so, aber nicht an rote Farbe und... Don't go! Don't go! Du stehen jetzt da und schauen sie noch so. Die geilen Schulterpolster von Jill, mir. run for that house! Das good old Herrenhaus. Und dann ging es von. Oh! Yes! Chris Redfield. Der Zigarette mit der Fotzen, geiler Typ. 25 ist der, oder was steht da? 25, ja. Jill Valentine. Sie ist 23. Blutgruppe B ist wichtig. Mit der 66er hat sie geht man bis zum Hut. Barry Burton. Der ist 38, der Barry. Ah, lass ich durchgehen. Rebecca Chambers. Das ist der Sidekick von Chris. Albert Wesker. Resident Evil. Es ist so geil. Ich krieg ihn satt. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen. Wo sie sich sicher glaubten. Doch. So, What is und, this? Wow! What a mansion! so, jetzt können wir wieder so machen. Dass es hier anständig sagt, so wie es gehört. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! Und wir werden die Tür öffnen, Freunde. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, You know. Okay, let me handle this. Oh, leck, das ist ein Satz, der hat sich dermaßen in meinen Schädel eingebrennt. Okay, Stay let alert. me handle this. Stimmt, das ist der Sino übrigens. A Klingt dining room. Oh, das Ticken von der Uhr. Komm, hau ab! Wieso erinnert man sich an sowas? Das Spiel, wenn riechen hat, dann da die halt nur wissen, wie es riecht. Und ich weiß, dass man auf der gegenüberliegenden Seite oben in diesem Übergangsdings da muss man eine Statue oben rutschen und die zerbricht unten dann und dann kommt der blaue Kristall raus. Oder Rubin. Der blaue, bin ich mir sicher. So, jetzt haben wir da. Ich kann tatsächlich schon. Okay.
So, boah, Alter. Wie erkläre ich das jetzt jemandem? Der das Spiel damals nicht gespielt hat? Tanksteuerung. Das bedeutet, ich drücke nach oben und ich gehe geradeaus. Ich drücke nach rechts und ich drehe mich nur im Kreis. Das heißt, zum Kurvenlaufen muss ich nach vorn drücken und gleichzeitig nach rechts. Verstehst? Leck mir am Arsch, wie soll man das machen? Das ist nicht, ich drück meinen Stick in die Richtung, wo es hinlaufen soll, sondern ich muss, weißt schon. Okay, Kimmer da. Ich fürchte, da werden jetzt einige Töpfe hageln. Heute ist der Birger der Spoilermeister 3000. Ja, voll, also an die Sachen, an die ich mich erinnert. Ich bin ja selber so gespannt drauf, was ich meine, an was ich mich erinnert, was dann überhaupt nicht so war, oder an was ich mich wirklich nur erinnert. So, jetzt probieren wir mal was aus. Der Loading Screen aus der Hölle. Und das erinnert mich zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Investigate if you hear any gunfire. Okay, und jetzt drehe ich einfach wieder um, oder was? Option Steuerung. Ja, die gibt's nicht. Okay, da darf man anscheinend nicht hin. Da müssen wir uns das, was ich ausprobieren wollte, später. Auf keinen Fall die Tür aufmachen. So, da kommt jetzt dann ein Dialog. What is this? Blood. I hope it's not Chris's blood. Und so schlecht gesprochen und so, also einfach keine Ahnung. Oh, leck. Instant kicked muscle memory. Du musst auf X draufbleiben, dann läuft's. Jetzt warte mal, ist das Stick. Oh, mit dem Stick geht's auch, aber mit dem Stick kann man nicht schon. Leck. So, kann man die Uhr jetzt schon wegschirmen? Oder hat man da was da müssen? Weiß ich nicht mehr. Ist das die falsche Richtung? Weiß ich nicht. Warte mal. Nein, kann man noch nicht. Da dahinter ist was, das weiß ich. Ich weiß nicht mehr was, aber da dahinter ist was. Ich glaube, der andere Edelstahl. Ich bin mir nicht mehr sicher was. What is this? Das hat sich so in meinen Schädel What is reinbringt. it? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Es ist so geil. So, was kann ich jetzt schon wieder umeinander? Oh, schau her, der nahtlose Übergang von der Cutscene. Da muss ich mich schicken später, wenn da wirklich Cutscenes kommen. Da kommt nämlich jetzt dann gleich eine ganz furchtbar wichtige. So, wie kommt man ins Menü? Hallo, Menü! Sidewinder Gamepad? Wo leckt das Ding auf mich Code? Hand hoch. Wer ein Sidewinder Gamepad Code hat. Ende der 90er. Ich hatte einen. So. Zurück, mach das wieder zu, das war nicht das Menü. Na, was tue ich da gerade? Oh shit, ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Oh shit. So müssen wir's machen. Jetzt passt's wieder. Das klang ja nicht so. Ich sag dir was. Da geht man ins Menü, nicht auf den Startknopf. Nein, das ist auch wieder nicht. Warum ist jetzt das... Untermenü 3 Optionen? Wie kommt man ins Menü? Ach, da? Und warte mal. Oh Gott, was habe ich jetzt wieder da? Jetzt noch... Na! Wieso denn? Na, müssen wir jetzt nochmal von vorne fahren. Wo ist denn das Menü? Und wie laufen wir jetzt? Da laufen wir jetzt. Okay. Check überhaupt nichts! Was ist die Frage? Ist das wurscht oder ist das... So, mit dem wir das Messer. Prüfe. Ja, das hat man damals schon da können, dass man die Items da anschauen kann. Und da glaube ich, gibt es auch ein paar Rätsel, wo man dann ein Buch aufmachen kann. Das heißt, die ganzen Horrorspiele, die wir mir in der Vergangenheit gespielt haben, basieren da drauf. Gibt es irgendein Spiel? Wo man mit den Items so die überprüfen hat können, dann die 3D so umeinander drehen hat können und dann vielleicht sogar noch interagieren hat können? Also zum Beispiel ein Buch dann von der Seite anschauen, draufdrücken, dann geht das auf und dann ist was drin. Hat das Resident Evil erfunden? Möchtest du mich verarschen?
Das einzige Survival-Horror-Spiel, auf dem Resident Evil eigentlich basiert, ist Alone in the Dark. Das ist ein bisschen älter wie das. Hat's das da gegeben? Das würde mich interessieren. Weiß ich nicht. Ob es in Alone in the Dark ist, ich weiß nicht. Alone in the Dark habe ich nie wirklich gespielt. So, mit dem Kombi, das ist kombinieren. So, wir equippen das jetzt erst einmal. Sehen wir da hier unten. So, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wie man zuhaut. Wie tut man zuhauen? Schultertasten gängen hin. Ah ja. Ah, schau her. Da musst du R2 halten und dann zustehen. Und währenddessen kann man sich ja drehen, aber man kann nicht mehr gehen. Aber du kannst nach unten stehen. Da ruckelt es auch schön, wie scheiße. Warum auch immer. Und du kannst nach oben stehen. Für was man nach oben stehen kann, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, meine Damen und Herren. Da ich in meiner weisen Voraussicht, aber na, was? Wie kommt man ins Menü? Da. Oh, haben wir kein Magazin, wir haben nur ein Beretta. So, schießen der wir jetzt natürlich nicht, aber das kriegen wir schon. So, jetzt kommt dann was, Freunde der Sonne. Dieses Ticken. Das hört auch nicht auf. Und weil der Wolfric hat auch was Interessantes geschrieben, diese Kameraführung ist ja aus der Hölle. Für die sind alle 3 Spiele bekannt für statische Kameras. Also die wandert einfach weiter mit dir. Ich meine, das wird ja dann den sehen. So, um Gottes Willen. So, der erste Topf kommt gleich. So, wir stellen uns weiterhin vor. Kein Internet, wir haben sowas noch nie vorher gesehen. Krasseste Scheiße ever. Wir gehen jetzt da rein. Und dann fürchte ich, muss ich schnell okay, da ist er noch gar nichts. Doch, an den Gang erinnert ich mich. Jetzt, da hinten ist noch ein Tier nach links. Das weiß ich noch. Sie ist von innen verriegelt. Schauen wir mal, wo Sie gehen. Ist da aktuell überhaupt was offen? Sie ist fest verschlossen. Versuchen Sie die Tür mit dem Dietrich zu öffnen. Ich habe noch keinen Dietrich, den glaube ich kriegen wir erst. Sie ist von innen verriegelt. So, Freunde der Sonne. Und jetzt kommt was. Danach war die Playstation dann aus. Werde ich nie vergessen. Da muss ich jetzt aber, ich weiß nicht, ob das ein Cutscene ist oder Ingame. Darum schalte ich da jetzt schnell um. Dass die Cutscene ist wichtig, ist die wichtigste im ganzen Spiel. Achtung. Das war bei uns nicht. Scheiße, wie geil das ausschaut. So, jetzt machen wir schnell so. Dann gehen wir wieder zurück. Und das ist die Frage, was wir tun. Diese Szene hat sich in meinen Schädel hineingebrannt. Sowas haben wir vorher noch nie gesehen. Der Kopf, der runterfällt, der war damals auf der PlayStation 1 nicht. Der war nur in der Uncut-Version. Ich glaube in der japanischen und vielleicht in der US-Version bei uns nicht. Das weiß ich. Dass der Kopf runterfällt, weiß ich selber nur aus Videos. So. Also wieder Pro-Gamer. Bringen wir uns natürlich in Position. Na. 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 Ist der hier? Ist der hier? Ich seh's blöd nicht aus, Ritter! Ah, der hat mich schon lange die Füße gepackt. Ah, hier. Absolutes Pro-Gaming, meine Damen und Herren. Und jetzt gehen wir. Und da liegt der Kenneth umeinander. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wer bist du? Da ist ein Pistolenmagazin drin. Das ist Kenneth vom Bravo-Team der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen, das habe ich gesehen. Da ist irgendwo ein Magazin. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Leg mich nicht da. Absolutes Erinnerungsmonster! Haha! Her mit dem Schund! Und dann ist da noch was? Da sind 2 Magazine. Das habe ich nicht mehr gewusst. Haben da vielleicht auch 3 Magazine? Nein. Aber was nicht geschnitten war damals, dass der Kopf da daneben liegt. Und ich werde es nie vergessen, wir haben uns jahrelang gewundert, warum der Kopf da liegt. Ich meine, der hat ja bloß ein bisschen so, hat ihm der einen Kopf abbissen oder was hat denn du? Das passt nicht ganz zusammen. So, ist da nicht noch irgendwo grünes Kraut oder so? Grünes Kraut? Nicht, gell? Sonst ist da nichts. Sagen wir uns, dass nichts Ungewöhnliches, ne? Gut, dann werde ich das jetzt einmal
so hinnehmen. So, mal zurück zum Barry. Dass die es nicht außer da haben, Alter. Die halbe das Spiel besteht aus dieser Animation, wenn man durch Tieren durchgeht. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? What? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Unbedingt am Wesker sagen. Lass mich raten, der Wesker ist weg! So. Damals haben wir uns schon gedacht, ich hätte gerne einen Barry seine Knarre. Der hat 3 Mal geschossen, hat sich meinen Schild zerrissen. So, da müssen wir mit dem Feuer. Jetzt bin ich verwirrt. Da war ich fest davon überzeugt, dass man da unten einen Camino zünden muss. Und dann kriegt man das Emblem. Nimm mir das jetzt schon mit. Nö. Lassen wir da. Inventarmanagement war damals noch sehr wichtig. Jetzt gehen wir erstmal zum Wesker. Ich kenne es nicht anders. Alter, der Mal. Hat Steuerung? Ja, geht schon einigermaßen. Aber wie ich den am Boden absteigen wollte, da war ich wieder gnadenlos überfordert. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. So, und jetzt sind einfach alle weg, oder? Nein, ja, was musst du denn? Ich will ein bisschen umeinander schauen. Da hinten hat man gehen können, das weiß ich auch noch. Da hat es aber nichts gegeben. Genau, da hat man einen Szenenwechsel machen müssen. Find anything, Jill? Nein, ich bin bloß hinter der Treppe umeinander gegangen. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room Verdammte again. Wesker. Okay, I'll try the door on the opposite side. Okay, This mir, mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, the take it with Master you. of Unlocking. Diese Dialoge ist so geil. Maybe I'll need it. Maybe I'll need it. Das ist also ein Satz, der sich gerne mit Schelle erinnert. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Good old Barry. Barry Burton. Das ist ein guter. So, Spiegmeister, merci wieder den Zwiegel. Franz, merci wieder den Fünfer. Schluss jetzt mit der Runde 3. Herr Dani, merci für 70 Monate. Liebe an euch, Liebe zurück. So, Schluss jetzt. Ist bei euch der Ton also beschissen laut? Mir zerreißt fast den Schädel. Jetzt warte mal, da muss ich jetzt schnell austappen. Das hilft uns jetzt nichts. Kann ich das ein bisschen obendrein? Es gibt ja keinen Lautstärkeregler in dem Ding. So, hier, Lautstärke Mixer. Na, wieso funktioniert das nicht? Wie tut man das? Soundeinstellungen öffnen, das ist vorher, ist das da noch, da hat man appweise einstellen können, wie der Ton ist. Na, dann müssen wir leben damit. Dann hilft es uns nichts. So, jetzt ist der Soundmixer da offen und kann den Chat nicht mehr lesen, du Trottel. Du Trottel! Dann kann man das nicht irgendwie anders handeln? Wahrscheinlich nicht, gell? Es ist, was es ist. Hilft nicht. Müsst ihr ein bisschen runtertreiben. Hilft nicht. So, ich sehe jetzt nichts mehr. So, da sind wir. Erste wichtige Frage. Kommen wir auf der PC-Version einfach ohne Fortbundle speichern oder müssen wir uns Fortbundle auch noch anschauen? Sie können Ihren Spielstand hiermit abspeichern. Möchten Sie abspeichern? Tatsächlich. So ist da früher tippt worden, muss man wissen. Okay. Nee. Wie kommen wir ins Menü? Da. Man muss nicht. Also, wir erklären das jetzt nicht. Du hast auf der PlayStation, wo ich die Hauptexperience gehabt habe, nicht einfach speichern können an den Schreibmaschinen, sondern du hast Farbbänder finden müssen. Und die waren begrenzt. Also da hast du irgendwann nicht mehr speichern können, wenn es nicht. Mach halt den Sound am PC leiser bei dem Regler unten rechts. Fuck, das ist mir schon klar, das habe ich gerade probiert, aber da erscheint Resident Evil nicht und ich weiß nicht wieso. Ich probiere es nochmal. Hier,
Lautstärke Mixer öffnen. Ja, da ist leider Gottes kein Resident Evil drin. Doch, da ist auf einmal Resident Evil. Wieso ist es? Ich hab doch gerade nachgeschaut! Leg mir da am Arsch! Ich hab's mal auf 70, bringt das was? Das hat genau überhaupt nichts gebracht. Warte mal, die haben es mal auf 40. 40? Das hat doch auch überhaupt gar nicht. Ja, ein bisschen was hat's gebracht. Dann stellen wir es wieder auf 30. So. Besser? Wieso es jetzt auf einmal geht, das weiß kein Mensch. So, besucht. Program Alone übrigens auch so noch. Gut, das macht das Spiel übrigens sehr, sehr, sehr viel. Mein Gott, wieso geht denn die Lautstärke Wichser nicht mehr zu da? Zu jetzt da! Also wenn ich hin und her tapp, springen meine Monitore irgendwo im Dreieck um. Nächste Woche geht da wieder nichts mehr und ich wundere mich wieso. Also, auf alle Fälle wollte ich damit sagen, früher war das Speichern begrenzt. Wir machen jetzt was Lustiges. Schauen wir mal, was da passiert, wenn wir da ausschauen. Da muss ich aber wahrscheinlich auch wieder erst diesen machen. Warte. Tut mir leid. Den habe ich besser in Erinnerung. Der hat schon richtig... Was noch einmal? Nein. Es ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Ja, so ist die Invisible Wall erklärt worden. Da ist einfach der Cerberus-Hund draußen. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht gewusst, dass der Hund Cerberus heißt. Aber egal. Sie wissen schon, was ich damit sagen will. Ich hab einen China in Erinnerung. Und erschreckt haben wir uns wie scheiße, wie wir das als Kinder gespielt haben. So, jetzt passen wir an. Wenn wir mit speichern können, dann gehen wir jetzt mal in die Bude. Was passiert da? Achtung. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Merkt man es gleich mal. Gehen wir mal da rein. Bitte Diskette Nummer 2 einlegen. Nein, Resident Evil habe ich nie auf der Diskette gehabt. Ah ja, das ist der Raum, wo wir gerade in dem Intro gesehen haben. So, ja, klassisches Rätsel. Hier, das weiß ich noch auswendig. Machen wir da so her. Ich hoffe, dass ich es noch auswendig weiß. So. Dann gehen wir da so rauf und dann müssen diese Karten sein. Das ist eine Karte der ersten Etage. Möchten Sie sie mitnehmen? Ja, Map! Sie besitzen jetzt die Karte der ersten Etage. So. Wo schaut man die gleich wieder an? Ah ja. Herrenhaus 1F. Ah, schau hier. Map! Okay, das da in der Mitte ist... Ich hab da leider keinen Cursor, nicht, wo ich irgendwo umeinander zeigen kann, leider. Aber egal. Das Große in der Mitte, das ist die Halle, wo wir gerade waren. Wir haben da in dem roten Raum drin. Links ist der S-Raum und das L da hinten, das ist das, wo der erste Zombie dahergekommen ist. Und mir kämen da... Ja, den Rest weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Das sage ich dir ganz ehrlich. Dass das so viele Räume sind, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber ich glaube, auf der rechten Seite, da rechts oben, wie beschreibe ich jetzt, was für einen Raum das ich meine, aber irgendwo da ist das Chill-Sandwich. Irgendwo da. Wir werden es finden. Map, Musi ist fast zu leise. Bei mir ist die Sau laut. Ich mag es nicht lauter dran. Das hält sich schon aus. So, jetzt ist die Frage... Was da hinten drin ist, das weiß ich nicht. Ich habe... Nee, tu mir lieber dies hier. Ich habe da so ein Gefühl. Ja. Aber da machen wir Pro-Gamer-mäßig. Nein, machen wir nicht Pro... Irgendwann, du stehst auf, du Huren! Hau ab! Ja, das war der Pro-Gamer-Move, aber wir am Kopf davor gehauen. Stecken wir lieber noch mal nach, damit nichts passiert. Okay, so, wir haben ihn benannt. Ja, oh, jetzt haben wir schon Gabe. Haben wir einen Hit gefangen. Ja, das war nicht Pro-Gamer-mäßig. Egal, die Musik spart. Da liegt sogar der Kopf, schau hin. So, was gibt's jetzt da drin? Gibt's da was Tolles? Gibt's da was? Wieso gibt's da nichts? Wie, da gibt's nichts? Das glaube ich nicht. Das war ein Shellwick-Käfer. Da hat's doch irgendwas gegeben. Ich weiß bloß nicht mehr was. Das war ein bisschen ein Problem. Früher bist du noch die Wände abgelaufen und hast auf X umeinander gehauen. Ich hoffe, dass X bei mir überhaupt noch der Action-Button ist, aber wir werden sehen. Na gut, gehen wir weiter. Freunde der Sonne. Und jetzt kommen wir zu einem Raum.
bei denen es noch nie nicht jemand gerissen hat. Sie haben dies gerade benutzt. Dietrich. Was mit dem Jürgen? Fridolin, merci dir. Hirschi, merci dir. Spiegmeister, merci ins Bett. Stell dich da heute nicht also blöd an wie beim 9er Bussi aufs Bein. Scheiß lang gewinnst. So. Da brauchen wir aber das. Mehr sage ich nicht. Okay, los geht's! Musst du jetzt aufstehen lassen? Musst du erst aufstehen lassen, sonst geht Kugel daneben. Absoluter Pro-Gamer-Move. Und mein Auge hat erkannt und weiß immer noch, dass man das verschirmen kann. Warte mal. Oh, falsche Richtung. Ich glaube, da liegt ein Pistolenmagazin drunter. Glaube ich. Müssen wir nochmal schnell. Müssen wir nochmal schnell aussehen. Oh, wann kann das Ding abbrechen? Ja, sehr schön. So, jetzt pass auf. Dann schirmen wir das 4. Da war doch was! Da ist doch ein Magazin am Boden gelegen. Naja, so kann man sich täuschen. Vielleicht ist da beim Chris irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Aber da kommt auf alle Fälle noch einer durch das Fenster meiner. Das weiß ich noch. Es gibt übrigens kein Auto ein. So, der andere ist auf 3 Schuss gelegen. Jetzt möchte ich aber auch hoffen. So, hier. Kombi. Ist da was drunter gelegen? Ich habe mich möglicherweise vertan. Warte mal. Wie in einem Zeichentrickfilm. Da hat man schön erkannt. Da liegt was. Oder? Bist du im Magazin? Sag ich doch! Liegt nur 2 Zeitungen. Dieses Mal nicht. So, gehen wir weiter. Schaut nur, wie er ausschaut. Schaut gar nicht so schlecht aus. Seine Füße sind ein bisschen Tschernobyl, aber das ist ja wurscht. Hilft nicht. So, nächste Tür. Ich drück die ab und zu lasse ich die Animation für die Tür da, damit ich vielleicht ein bisschen was sagen kann. Schauen wir gar nicht mehr so schlecht aus. Also die Grafik ist da Welten besser, wie es auf PlayStation 1 war. Weltenunterschied. Die Hintergründe haben noch genauso verschwommen, aber die Models, die waren viel pixeliger. Und vor allem hat PlayStation damals, so, ich weiß nicht, wie man das nennt, einen sehr speziellen eigenen Renderer, Shader gehabt, dass sie die Polygone, selbst wenn sie stark gehalten hat, immer ein bisschen so rumwobbeln und so rumpixeln und so weiter und so fort, obwohl man sie eigentlich gar nicht bewegt. Das ist am PC natürlich deutlich besser, aber ich habe Grafik so weit runtergeschraubt, wie es geht, damit es so original ausschaut, wie es irgendwie geht. So, was haben wir jetzt da? Grünes Kraut! Good old grünes Kraut! Wird sofort wird eingesagelt. Alle sageln wir mir das ein. Absolutes Spoiler-Gaming. Ja sicher, hallo, wenn ich euch spoilert in einem 30 Jahre alten Spiel, dann kann ich auch nicht helfen. Was da hingeht, weiß ich nicht mehr. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstungsschlüssel brauchen wir, habe ich schon gesehen. So, das ist die Tür zum... Ich weiß nicht. Ist das die Tür zum Chill-Sandwich? Nicht spoilern im Chat. Ruhe. Noch einen Raum weiter. Nein, ist er nicht. Ist jetzt der Zombie am Scheißhaus? Nein. Nichts von Interesse. Nein, ist nicht jetzt. Ja, so kann man sich täuschen. Da war jetzt eigentlich schwer davon überzeugt, dass das die Tür zum Chill-Sandwich ist. Was gibt's? Oh! Schau her! Nie wieder! Hey, vor 30 Jahren hat sie das Character-Model da schon im Spiegel drin gespiegelt. Na, sagst du nichts mehr? Da sagst du nichts mehr! Die Frage ist, was gibt's da drin? Da muss doch was geben da drin. Handdurchhalter. Ich weiß noch, dass es irgendwo eine Badwanne gegeben hat, wo man das Wasser ablassen hat müssen. Das war nicht da herin. Fühlt man, aber was mit dem Klostampfer da? Gibt's jetzt da einfach gar nichts, oder was? Nichts von Interesse. Da war Spieldesign noch in den Kinderschuhen. Aber in diesem Gang irgendwo ist es Chill-Sandwich. Da bin ich mir doch sicher. Die Idee ist das Chill-Sandwich. Das ist 100%. 100%. Ich habe keine Ahnung. Was passiert. Ich sage, das was ist. Sicherheitshalber suchen wir vorher nur eine Schreibmaschine. Ich habe meine Gründe.
Ich weiß nämlich nicht, wie man das triggert, aber wir werden es herausfinden. Ich hab ihm noch einmal geschossen! Ist er hier oder nicht? Hier ist er, das merkst du, wenn er am Boden liegt und das Blut an ihm so ausrinnt. Da ist noch einer. Der hat ein wenig gesoffen. Beide tot! Easy going, Alter! Das ohne Scheiß. Dieser Sound, den die machen. Werde ich nie vergessen. Sie haben sie geöffnet. Oh, können wir da... Kruzifix. Man sagt aber auch das Blut nicht gescheit, aber ich schätze, das ist ja hier. Bist du hier? Bist du hier? Präsident Stiefel! So. Oh, leck. Oh, leck. Jetzt lass mich überlegen. Oh, leck. Lass mich überlegen. So, da rechts unten die Tür. Die da. Ist ein Safe Room. 100 Pro. Ja. Das da ist ein Safe Room. 100%ig Safe Room. Fucking fuck. Dann, was wir mir als Kinder nie... Kruzifix, ich drücke auf Select anstatt auf... Was wir mir als Kinder nie gewusst haben. Möchten Sie die Kräuter mischen? Eigentlich nicht, weil ich bloß eine kleine Kräuter brauche, um wieder gerät zu werden. Da ist eine Kisten. Und das ist der... Und das da ist Dünger. Möchten Sie dies nehmen? Ja, was heißt, wie ich jetzt auf Dünger komme, weiß ich nicht. Chemikalie, die müssen wir später wohin schütten. So, ich mag jetzt auch nicht das ganze später her spoilern. Ich weiß, erschreckenderweise weiß ich noch mehr, als ich dachte. Ich glaube, das... Da liegen einfach Magazine drin. Das habe ich nicht gewusst. Ha! Okay, Messer braucht man. Das Ding brauchen wir, das glaube ich brauchen wir noch nicht. Brauchen wir das noch nicht. Das ist auf der anderen Seite hinten. Da haben wir das dabei mal noch in die Kiste hinein, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann machen wir so. Und so. Wir kombinieren das, damit wir mehr Platz haben. Und dann gehen wir mal speichern. So, und dann verzeihe ich euch, was oben auf der Treppe los ist. Sie können Ihren Spielstand hiermit speichern. Möchten Sie abspeichern? Ja. Los. Jill 02 H Lager 1F. Wird schon passen. So, da draußen geht der Treppen auf. Alles weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, es ist ein Zombie, wenn wir jetzt da aufgehen und dann rechts aufgehen, dann geht's oben und geradeaus. Und auf der herigen Seite ist ein Zombie ums Eck und auf der langen Seite ist ein Zombie ums Eck. Auf der langen Seite ist ein Tier nach rechts, da hängt der Elchkopf drin. Da kommt auch irgendein Rubin raus, wenn mich nicht alles täuscht. Was ganz hinten rechts ist, weiß ich nicht. Hier vorne links kommt man, glaube ich, oben irgendein... Ja, wo man oben rauskommt, weiß ich nicht mehr. Werden wir ausprobieren müssen. Ah, das geile Treppenstein. Rot plus grün, du Noob. Hat man zwei grüne, hat man doch auch mischen können. In einem Mag 49 Schuss. Naja. Ich hätte ja schon schlüpfen. Hey, Sie? Kann der Treppen steigen? Der kann doch nicht Treppen steigen, oder? Kannst du Treppen steigen? Oh. Was der mir jetzt mit dem? Ja, von dir lasse ich mich jetzt nicht beißen, bist du behindert? Geh wieder. So, da müssen wir schnell herum sein, hab ich schon gesehen. Ja, ja genau. Und der andere ist da. Ja, was? Und drüber. Nein, nicht. Fünf Schuss brauchen die gerade. Der ist noch nicht hier! Der ist nicht hier! Stieg ich ab!
Seit wann kotzen denn die? Aber wir haben noch grün. Alles grün. Kombi rein. So. So. Ich glaube nicht, dass wir da ohne Schlüssel reinkommen. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingegeben. Wir brauchen immer nur einen Rüstungsschlüssel. So, was da passiert. Nein, weiß ich nicht mehr, wo es hingeht. Ich weiß, dass da die Tür ist, aber ich weiß nicht mehr, wo es hingeht. Spannung. Jetzt brauche ich das Meme vom Gandalf. Ja, Flash. In alle Spiele tue ich die weg aus in Counter-Strike. Da hat man einen Camino zünden müssen und dann verbrennt das weiße Ding da und dann ist irgendwas dahinter. Ich weiß es noch. Grüß Kraut, nehmen wir mit. Ich weiß aber nicht mehr, was rauskommt. Ich glaube, ein Emblem. Oder ein Schlüssel. Kann da sein. Schauen wir mal, was da los ist. Sie ist fest verschlossen. Ein Helm. Naja, gut. Also geht's da nicht weiter. Gut, dann schauen wir, wo es vorn um mich weitergegangen ist. Vollsprint. Die Steuerung kriegen wir auch schon einigermaßen hin. Da haben 2 Türen. Weiß ich aber auch nicht mehr, wo sie gegangen ist. Sie haben sie geöffnet. Ich glaube in... Absolutes Pro-Gaming. Wo ist der andere? Ich glaube, dass er von vorn kommt. Oder war das der? Schauen wir mal. Naja, gehen wir einfach mit rein. Und da kommt... Den Raum habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber das kriege ich Bierchen in Erinnerung. Botanikbuch über medizinische Kräuter. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich nie irgendwas gelesen habe? Möchtest wetten, dass da jetzt drin steht, dass man Kräuter kombinieren kann? Haben wir mir nie gewusst. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es viele Pflanzen, die eine heilende Wirkung haben. Seit uralten Zeiten behandeln die Menschen schon Wunden und Krankheiten mit Hilfe von verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch werden wir Ihnen wir haben ja bloß das da gesehen, so. Was der ganze Bildschirm vorher Text? Das ist weg! In diesem Buch werden wir Ihnen als Beispiel 3 Kräuter vorstellen, die in der Gegend rings um das Raccoon-Gebirge wachsen. Warum? Raccoon Forest, Raccoon City, Raccoon-Gebirge, warum nicht alles Raccoon? Die armen Raccoons. Und Ihnen deren Besonderheiten als Beispiele für jene Pflanzen darlegen, die medizinische Eigenschaften besitzen. Jedes der Kräuter hat eine unterschiedliche Farbe und eine andere Wirkung als Heilpflanze. Die grünen Kräuter bringen körperliche Kraft zurück, die blauen Kräuter neutralisieren natürliche Gifte, während die roten Kräuter selbst keinen direkten Eigeneffekt besitzen. Die roten Kräuter wirken sich erst aus, wenn sie mit den anderen Kräutern vermischt werden. Wenn Sie zum Beispiel diese roten Kräuter mit den Kräutern mischen, die ihre körperliche Kraft erneuern, verdreifacht sich der Erholungseffekt. Durch Veränderung der Mengen und Versuche mit diesen 3 Kräutern können Sie allerlei verschiedene Arten von Arzneien zubereiten. Die Feinheiten dabei überlasse ich Ihren Fingerspitzengefühl, denn das ist der beste Weg, sich echtes Wissen anzueignen. Ich bin dort zum Lesen und nicht zum Lesen. Botanikbuch wurde gespeichert. So, da gibt es aber mit Sicherheit noch irgendwas. Und mit die Dinge. Es ist gut aufgeräumt hier. Das hat so ein bisschen ein Adventure-Flair früher, so in Monkey Island und so. Da hat man auch über alles Mögliche anschauen können und dann ist es kommentiert worden. Nichts Ungewöhnliches, nirgendwo ist was Ungewöhnliches. Schauen wir noch da hin. Was gibt's da? Nichts Ungewöhnliches. Es ist gut aufgeräumt hier. Und gibt es in dem Raum also sonst nichts? Ja gut, dann gehen wir da durch. Sie haben sie geöffnet. Jetzt glaube ich... Nochmal. Moment einmal. Ah ja. Ja, das macht schon Sinn. So, wenn wir mit da vorne ums Eck gehen, haben wir eine türkise große Tür. Eine türkise Doppeltür. Was ist das hier? Die Scheiße kann ich mir... So eine Scheiße kann ich mir dann merken! 30 Jahre lang! Was soll das? Aber da kommen wir nicht rein, da brauchen wir
Ich weiß nicht, was für ein Schlüssel, aber ein Schlüssel. Ich sag Helm. Schon wieder Rüstung. Kruzifix, der Rüstungsschlüssel ist der Schlüssel zu allem. Kommt schon wieder der. 2, 3, 4. Ah, das klang halt nur wie 4 Schuss, gell? Nein, nicht! Mach die halten alle unterschiedlich viel aus! Du Huren! Ja, verdammt nochmal. Aber wir haben ja gerade ein grünes Kraut aufgeklappt, das passt schon. Achtung, was? So, haben wir schon wieder grün. Passt schon. So, wo es da hingeht, weiß ich nicht mehr. Sie ist fest verschlossen, eine Rüstung ist eingebaut. Kruzifix. Wo werden wir noch gerade den Rüstungsschlüssel herkriegen? Wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden! Barry! Jill. Jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Haben wir einmal so Any dumm. clues? No, but something's wrong with this house. Something's wrong with this house. This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. Ja. There must be a back door somewhere. Ja. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Ja, bester Plan ever. I found something. Oh, What is it? what is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? Was? I have this. Thank you. I'll take this then. Was kriegen wir denn da jetzt? Bazooka-Munition. Säure-Munition für die Bazooka, oder? Ich weiß, wo Bazooka liegt. Ich weiß. Draußen am Balkon liegt's. Sie haben folgendes genommen. Säurepatronen. Gegen alles Lebende, hat er gesagt. Ich sag da keine anderen Gegner. Okay, tschüss, Barry. So. Jetzt gehen wir oben. Speichern wir. Da können wir eigentlich auch noch mit direkt zurück ausgehen. Die Zombies sind natürlich, da drin natürlich tot. Ich glaube da lang. Genau. Und dann probieren wir was aus. Ein... So. Ich weiß nämlich nicht, was passiert. Das muss man nämlich irgendwie triggern. Das passiert, was passiert. Beim Chris passiert das zum Beispiel nicht. Barry im Vollsprint davon. Barry ist anders unterwegs. Barry ist ein guter. So, jetzt gehen wir da mal zurück aus. Ja. So, wo war jetzt das Chill-Sandwich? Oh. Warte mal, da haben wir auch noch nicht wirklich, oder? Weiß ich noch, machen wir nachher. Wo ist jetzt die eine Kugel wieder hingegangen? Bleib liegen jetzt, du Mistviech! Oh, so ist brav. So, da hinten kehren die Embleme rein. Wenn die Sonne im Westen untergeht und der Mond im Osten aufgeht, werden nach und nach Sterne am Himmel erscheinen und der Wind wird dem Boden entgegenwehen. Dann öffnet sich das Tor des neuen Lebens. Da kennen so Embleme rein, da haben wir aber noch keine gefunden. Das eine im Essensraum unten war nicht das. Und da an der Stelle kommt heute wahrscheinlich nicht mehr, aber beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt, dass wir weiterspielen, kommt, ja, beim nächsten Mal kann sie hingehen, vielleicht beim übernächsten Mal, kommt da auch eine Cutscene und dann wird es richtig ekelhaft. Sie ist fest verschlossen, Helm eingraviert, okay. So, wo war jetzt die scheiß Barry? Da ist. Da wollte meine. So, da gibt es nämlich was Schönes. Ein Wandbehang. Nichts von Interesse. Tja, und auf der anderen Seite hängt was Schönes. Möchten Sie dies mitnehmen? Schrotflinte? Ja! Klonk! Nicht vergessen, das Ding ist 30 Jahre alt. Damals hat man sowas noch nie gesehen, okay?
Gott sei Dank, Mann! Gibt's ne Pumpgun? Gibt's da sonst mal eine Urne mit einem hübschen Bild darauf? Nichts von Interesse. Ja, aber das hübsche Bild ist doch von Interesse. Gibt's da sonst nichts darin? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Sie ist fest verschlossen! Das habe ich nicht gewusst. Es bewegt sich über... Okay, das habe ich auch nicht gewusst. Hm? Möchten Sie dies ablegen? Schrotflinte? Ja. Jetzt sind wir da wieder rausgegangen und ist dann wieder offen, oder was? Okay. Habe ich auch nicht gewusst. Ich weiß nicht, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Da bleiben wir jetzt drin. Was, eine Schrotflinte haben wir noch nie gesehen? So in einem Spiel wahrscheinlich nicht. Music intensifies. It's a trap. So, schauen wir mal, was passiert. Hallo. Sie ist fest verschlossen. Ich drücke aber ganz oft, sie ist fest verschlossen. Ich laufe im Kreis. Hallo. Hallo, Barry, jetzt darf es Zeit werden. Barry! Ah! No! Ich bin hier im Brei Athleten myself. Wo ist denn mein Kopf? Wo ist mein Kopf weg? Ah! No! Tja, so war das früher. You die, you die. Und deswegen, wie triggert man das? Weiß jemand, was man machen muss? Oder ab wann? Ich mag es ja nicht spoilern. Und wieder haben sie die Welt des Horrors betreten, in der nur das Überleben zählt. One No-Hit Death Run. Ich weiß ja nicht. Du hast Barry oben schon getroffen, Sandwich triggert nicht mehr. Okay, das habe ich nicht gewusst. Shit, das habe ich nicht gewusst. Ja gut, dann müssen wir auf die Schrotflinten dabei verzichten. Hilft nicht. Na gut. Dann wird es jetzt dann langsam eng mit Sachen, die ich weiß, zumindest in dem Flügel. Das ist da, jetzt schauen wir mal da her. Ja genau, da oben sind wir. Wieso sehe ich jetzt da die anderen Räume nicht mehr gescheit? Ah, weil wir da nicht rein können, gell? Das heißt, wir gehen jetzt wieder da, wo wir einen Barry das letzte Mal gesehen haben und gehen wir auf die andere Seite nochmal. Wir haben bekommen den Dietrich, den wir aber jetzt Jürgen nennen. Jürgen! Man hat also super tolle Hinweise gekriegt, so von wegen... Ah, warte, da waren wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob meine kommt. Ja, man kommt eine. Die Musik gefällt mir nicht mehr bis dahin. Da ist Blut. Ich weiß, was da los ist. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß, was da liegt. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das die Tier dafür ist. Möchten Sie dies nehmen? Es ist eben nicht der Granatwerfer, wie man manch einer geschrieben hat, sondern die Bazooka. Alle nehmen die! So, dann verpissen wir uns auch, weil ich glaube... Forrest hat er geheißen, natürlich! Er wurde von Crane zu Tode gehackt und jetzt kommen die nämlich und wir verpissen uns. Ja, ja. Nein, da gehen wir nicht mehr hin. Nein, tschüss. Absolutes Pro-Gaming. Aber das habe ich nicht mehr gewusst, dass das die Tier ist. Nein, habe ich nicht mehr gewusst. Habe ich nicht mehr gewusst. Habe ich gemeint, das war anders. Das ist nicht der Kenneth, das ist der Forrest. Forrest Lauf. Was auch an ein paar Stellen gibt, da sagt man nicht direkt hin, sondern wenn ich jetzt da, wie da, ich sage jetzt meine Viers da zum Beispiel nicht, aber nicht an der Stelle, sondern an einer anderen, da sagst du so einfach nicht hin. Und wenn du dort stehst und hackst die ganze Zeit auf A umeinander, dann liegt da gerne mal so grünes Kraut und was weiß ich, was ist für ein Klump umeinander. Aber jetzt gehen wir da rein. So, mein Freund. Bist du hier? Ja, da rinnt der Blut raus. Na, was habe ich vorher gesagt? Ich hab gemeint, der rote Stor ist drin, das ist der blaue. Ja. Ah! Das war knapp, du. Nicht hinter der Statue verstecken, du besoffener Geh, Vierer jetzt da. Geh. Hopp.
Kann ich durchschießen? Ja. 4 Schuss. Für die Weißen. Passt. So, wo müssen wir es hinschirmen? Wie, ich kann jetzt das doch nicht schirmen. Hat's die. Ich bin mir nicht sicher, wo man es abschmeißen kann. Das werden wir dann schon sehen. Ja, sag ich doch, dass man es abschmeißen kann. Dann ist im Elch der Rote. Im Auge des Elchs ist der rote Stor drin. Oder da unten hinter der Uhr. Ich weiß nicht mehr. Schieb ab jetzt das Ding. Ja, und da hinten müsstet... Ja, ich meine, ich dachte, das ist noch mehr Zombie. Ist aber keiner. Wieso ist da keiner? So, schauen wir. Wallig. Okay. Sofort ist mein Behindertenhirn wieder getriggert. Wir gehen jetzt da ums Eck. Dann... Alter, die scheiß grüne Tapetten. Da sind 2 Zombies. Beim Chris sind da 3. Da ist ein Rundlauf, wie so ein U. Da geht in der Mitte eine Treppe oben und auf der anderen Seite geht's weiter. Wo es aber hingeht, weiß ich nicht. Unten geht's weiter, steht auch ein Zombie unten und ums Eck ist ein Safe Room. Schau dir nur, wie er ausschaut. Schau, wie er ausschaut. Nein, nicht noch lohn! Der ist hier. Schauen wir mal, ob da noch einer kommt. Was sag ich denn? Was sag ich denn? Na, was mit dir? Was mit dir? Nein. Nicht. Oh. Jetzt will ich rückwärts mit dem Bulldog einparken. Kann ich auch nicht gescheit. Wo ist er denn? Rennst du wieder gegen den Wind da hinten? Genau. Bis ich 4 gehe, Kamera wechselt und du mir ins Gesicht beißt. Ja genau, das hättest du gerne so haben wollen. Arm abgeschossen. Bist du hier? Du bist hier, ja. Hat man in der deutschen PlayStation 1 Version einen Arm abschießen können? Ich glaube schon. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. So. Die 2 Tieren weiß ich nicht mehr. Die schwarze Tier weiß ich schon noch, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber jetzt gehen wir erst runter. Oh, uns geht. Pistolenmunition wird gefährlich knapp, aber wir haben auch da ein paar starke Waffen dabei. So. Also wenn wir jetzt 4 gängen, steht. Genau. Den Pfosten wollte ich gerade erwähnen, aber ich war gerade beschäftigt. Oh, ich höre da noch einen. Ja, sag mal! Was ist mir jetzt denn? Du, das Ding hier! Es ist so geil. Keine Arme, keine Kekse. Du Huren. Ob der Schuss jetzt verschwendet war. So, bevor wir weiterreden. 3 Schritt weiter und links ist ein Tier, wo es in einen Safe Room geht. Brauchen wir Speck gar nicht weiterspähen, ich weiß eh was auswendig. It's so good. It's so good. Ich fühle mich bei 12 Jahren. So. Hoppla, falsch rum. Machen wir so. Die braucht man nicht. Das nehmen wir mal auf alle Fälle schon noch mit. Aber was wir da herunten, glaube ich, brauchen, ist das hier. Ich nehme das einmal, das nehme ich jetzt dabei mit. So, speichern können wir auch schnell. Nächster Run, Blind Run. Links und ist auch ein Pfosten. Links und ist auch ein Pfosten. Wo meinst du? Rebecca wo? Nur beim Chris in dem Raum. Wollte ich gerade sagen, in dem Raum, glaube ich, findet man die Rebecca, wo wir am Anfang gesehen haben, die ganz junge mit dem weißen Oberteil, die so ganz jung ist. Das ist der Sidekick vom Chris. Und beim Chris ist, glaube ich, der Barry nicht dabei. Den sucht man, glaube ich, mit dem Chris, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. So, gespeichert haben wir. So, weiter geht's. Und ich glaube, da hinten brauchen wir unser... Was wir mit dem denn? Da laufen wir jetzt vorbei. Sie ist fest verschlossen. Wir brauchen den Rüstungsschlüssel. Den einer Vollidioten, den lassen wir da stehen.
Da hinten ist, glaube ich, noch einer. Ja. Da ist ein Tier drin, aber da müssen wir jetzt nicht hin. So mal. Nein, weiß ich nicht mehr, was da drin ist. Ich habe nicht mehr gewusst, dass da so... Und ich habe wieder mal recht gehabt. Dass ich brauche es nicht mehr anschauen. Ich schaue es nicht mehr an, okay? Eine alte Pumpe. Von hier wird wohl Wasser abgeleitet. Der Deckel ist offen. Ich zeige es euch aber trotzdem vorher, nicht, dass man es nicht sagt. Da ist eine wütende Pflanze drin in einem Brunnen, da kommt man nicht vorbei. Was wir da früher Scheiße probiert haben, dass wir da vorbeikommen, uns vorbei zum Laufen, drauf zum Schießen, keine Ahnung, was alles für ein Scheiß. Da hinten weiß ich auch noch, da hinten haben wir irgendwie auf... Was ist denn das jetzt? Warte mal. Wieso enden die da automatisch hin? Hab ich da ein Auto ein? Warum streckt sich wie ein Popo aus? Das weiß ich auch nicht so genau, aber ist wurscht. Ja, das hatten wir schon. Chemikalie! Rein! Genau, das wird dann so komisch rot. So ganz schlecht. Pflanze 42! Absolut richtig springen. Da ist der Schlüssel! Fucking finally! So. Pflanze tot. Und das ist bitte der Rüstungsschlüssel. Möchten Sie das nehmen? Herrenhausschlüssel. Ja. Aber was für einer ist das nur? Das ist ein Standardding. Prüfe. Rüstungsschlüssel. Eine Rüstung ist eingraviert. Weißt du, und auf das musst du damals erstmal kommen. Dass du den scheiß Schlüssel da überprüfst und umeinander drehst, dass du sagst, dass das der Rüstungsschlüssel ist. Wieso heißt der nicht einfach Rüstungsschlüssel? Sackelzement! Das ist es eine berechtigte Frage, Herr Simato, der schreibt gerade, ist das der Prototyp vom Niner, die schwarzen Pflanzenviecher? Das kann ja gut sein. Ist möglich. So tief, rotes... Halt, stopp, stimmt, da gibt es noch Kräuter herin. Da ist eine ganze Kräuterplantagen herin. Siehst du das? Dann 4-mal grüne Kräuter, grünes Kraut und 2-mal rote. Die können wir jetzt aber nicht mitnehmen, weil die sauber zu viel Platz brauchen. Aber wir erinnern uns, wenn wir welche brauchen, da herin ist ein Lager. So. Jetzt mal so, wir haben jetzt einen Rüstungsschlüssel. Jetzt ist die Frage, wir gehen da auch gleich noch weiter, hätte ich gesagt gehabt. Hätte ich gesagt gehabt, der haben wir den Zombies-Eppen da noch weg. Ja, toll! Ja, Kim. Ein paar Schuss wenigstens einholen. Und wir haben auch ein Auto-Aim übrigens. Pass auf. Habe ich auch nicht mehr gewusst, aber den Raum kenne ich noch. Das ist ein Tiger mit 2 Augen, rot, blau. Und dann dreht sich das einmal so und dann haben irgendwelche Items drin. So denn. Da steht, manche Tiger haben ein rotes und ein blaues Auge. Sehr schön. Hätte es überhaupt nicht braucht, aber gut. Rot plus grün ist gleich Full Heal. Stimmt, einen kann man mitnehmen, gell? Gehen wir nochmal schnell hindrehen. Da hast du absolut recht. Einen roten können wir mitnehmen. Dann kombinieren wir es zusammen, dann haben wir genauso viel Inventar wie vorher. Und wir haben einen Full Heal. Schaut da überhaupt nicht. Dann mal das her da. Ja. Möchten Sie das nehmen? Ja, das möchte ich nehmen. Da können wir eigentlich, was wir machen? Moment, nehmen wir 2 mit. Das ist okay, das kriegen wir hin. Nochmal rotes Kraut. Rotes Kraut! Ja, das kriegen wir hin. Ja. So, dann. Kombi. Möchten Sie die Kräuter mischen? Ja. Kombi. Ja. So, jetzt sind diese grünen Kräuter, da einmal 3-mal so stark. Wunderbar. Damals haben wir auch 3-mal rot gemischt. Weil ihr das Bier hier nicht gelesen habt, ganz. Sagt es, wie es ist. Ihr habt es gelesen, bis gemischt und dann hat es geheißen, jetzt, Freilich, kenne ich mich aus. Nein, wo ihr eine Scheiße zusammengemischt. Sagt es, wie es ist. Sie haben dies gerade benutzt.
Dietrich, was war da drin? Was war da drin? Da müssen die... Ne? Was war da drin? Jetzt wollte ich gerade sagen, da müssen die den Raum sehen. Ich weiß nicht mehr. Ha! Ein Pistolenmagazin auf alle Fälle. Dann nehmen wir das mit. Was haben wir da noch? Nichts Besonderes. Nichts von Nutzen. Das kann man auch nicht wegschirmen, das darf man vorher schon sehen. So, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der Raum ist. Ich sage jetzt einfach nur Schrank. Mehr sage ich nicht. Shit is intense! Werde ich niemals vergessen, wie es uns da gerissen hat. Niemals. Niemals. Immer vor Augen halten, das war vor 30 Jahren. Jetzt, erstens weiß ich es, zweitens, man sieht ja, dass die Schranktüren anders modelliert sind wie die Umgebung, da ist irgendwas. Es ist halt heutzutage ein wenig halt zack. Das habe ich gemeint mit, es ist halt einfach ein wenig zack. Da ist Schrotflintenmunition drin. Jumpscare 1996, ja, wie die Hund vom DJ, vom DJ. Jetzt ist die Frage, nehmen wir das mit? Nimm's einmal mit. Schrotflintenmund kann man brauchen. Was ich nicht mehr weiß ist, wie man die Schrotflinten dann da rauskriegt. Also ich weiß schon noch, aber ich weiß nicht, wo das Objekt ist. Aber das werden wir schon finden. Tagebuch des Wärters. 9. Mai 1998. Heute Nacht haben wir Poker gespielt mit dem Wachmann Scott sowie Alias und Steve vom Forscherteam. Steve hatte großes Glück, aber ich glaube, er hat gemogelt. Was für ein Misskerl. 10. Mai. Heute hat mich ein hochgradiger Wissenschaftler gebeten, auf ein paar neue Ungeheuer aufzupassen. Sie sehen aus wie Gorillas, die keine Haut haben. Man hat mir aufgetragen, sie mit lebendem Futter zu versorgen. Als ich ein Schwein hineinwarf, fingen sie an, damit zu spielen, rissen dem Schwein dann die Beine ab und zogen seine Gedärme heraus, bevor sie es dann endlich fraßen. Immer vorstellen, du bist 10 Jahre alt und lest das. 11. Mai. Gegen 5 Uhr heute Morgen kam Scott herein und weckte mich abrupt auf. Er trug einen Schutzanzug oder der wie ein Raumanzug aussah. Die Schrift ist aber auch das Letzte zum Lesen. Er forderte mich auf, ebenfalls einen anzuziehen. Ich erfuhr, dass es im Keller des Labors einen Zwischenfall gegeben habe. Das hat mich nicht weiter erstaunt, denn diese Gelehrten ruhen sich nie aus, nicht mal bei Nacht. Diese Gelehrten. 12. Mai 1998. Seit gestern trage ich jetzt schon den lästigen Schutzanzug. Meine Haut wird runzelig und juckt ganz fürchterlich. Als eine Art Rache habe ich heute die Hunde nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser. 13. Mai. Ich bin heute zur medizinischen Versorgung gegangen, weil mein Rücken völlig geschwollen war und schrecklich juckte. Sie haben einen großen Verband um meinen Rücken gewickelt und der Doktor sagte mir, ich müsste den Schutzanzug nicht länger tragen. Ich vermute, heute Nacht kann ich gut schlafen. 14. Mai. Als ich heute Morgen aufwachte, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war sehr schmerzhaft. Als ich zum Hundezwinger ging, konnte ich schließlich nur noch den Fuß hinter mir herziehen. Die Biester sind seit dem Morgen ruhig. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich stellte fest, dass einige von ihnen abgehauen waren. Hoppla, Servus abgehauen. Nö, aber wird passen. Wahrscheinlich bekomme ich mächtig Ärger, wenn meine Vorgesetzten das herauskriegen. 15. Mai. Obwohl ich mich nicht wohlfühlte, hatte ich mich entschlossen, Nancy mal wieder zu besuchen. Seit langer Zeit hatte ich heute das erste Mal wieder einen freien Tag. Wo kommt denn jetzt Nancy hier vor mir her? Ich wurde allerdings auf dem Weg nach draußen von der Wache angehalten. Sie behaupten, die Firma hätte angefordert, dass niemand das Gelände verlassen darf. Ich darf nicht einmal mehr telefonieren. Was für ein Spiel wird hier eigentlich gespielt? 16. Mai. Ich hörte, dass einer der Wissenschaftler, der versucht hatte, aus dem Anwesen zu entkommen, in der letzten Nacht erschossen wurde. Mein ganzer Körper hat heute Nacht gebrannt und gejuckt. Als ich an der geschwollenen Stelle an meinem Arm gekratzt habe, fiel ein Klumpen verfaultes Fleisch ab. Was zur Hölle passiert mit mir? 19. Mai. Fieber weg, aber jucken. Hungrig und Hundefutter gegessen. Kratzen. Scott gekommen. Gesicht hässlich, darum getötet. Lecker. Jucken. Lecker. Tagebuch des Wärters wurde gespeichert. Da haben wir unseren Wärter, den ich gerne nochmal im Popo einschießen darf, aber den lassen wir in Ruhe. Na, so haben wir damals hier Environmental Storytelling. Absolut geil.
Trotzdem probiere ich jetzt den Schrank da weg zum ziehen, weil irgendwas ist ja komisch. Habe ich mein iPad. Hätte ich mein iPad. Ja. So, und der Raum ward nie mehr gesehen. Sie haben sie geöffnet. Wo haben wir jetzt wieder? Ich glaube, da haben wir jetzt in der Haupthalle. Na, fast. Das ist der erste Raum, wo wir... Sie haben dies gerade benutzt. Dietrich. Na, da gehen wir rein. So. Klavierraum. So. Aber wo die Noten umeinander liegen, das weiß ich nicht mehr. Irgendwo liegen hier Noten rum. Es ist fast schon ein bisschen erschreckend, wie viel, dass ich von diesem Mistspiel noch weiß. Da hat man hintergehen können. Ja. Das macht jetzt keinen Sinn. Fenster. Die Herren Sie können nicht noch mehr Teile tragen. Willkommen bei Resident Evil und Inventarmanagement. Gut, merken wir uns. Wir haben so viele Tieren zum Durchwursteln. Sie ist von innen verriegelt. Aber jetzt warte mal, das ist doch... Das ist doch direkt... Was ist denn das für ein Raum? Weiß ich nicht mehr. Also waren wir eh schon fast überall. Die anderen Räume, wo wir nicht reinkommen, die sind alle durch den Rüstungsschlüssel. So. Die Mondscheinsonate ist es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Warte. Noten. Prüfe. Der Titel lautet Mondscheinsonate. Kann man die aufmachen? Na. Aber die trällert man jetzt da an dem Klavier. Ein großer Konzertflügel. Das ist die Mondscheinsonate. Da stellen wir uns jetzt einfach mal so hier und spielen wir einen runter. Hat's gerade gelegt? Bei mir hat nichts gefällt. Ich hab nicht einen Frame verloren. Weiß nicht, was da los ist aber wieder. Oh, es hat gerade 400 Leute ausgekaut. Es hat einfach gerade 300 oder 400 Leute ausgekaut. Was war denn jetzt wieder? Ja, Dankeschön, YouTube. Herzlichen Dank auch, YouTube. An alle, die wieder zurückkommen, WB. Ich weiß nicht, was los ist. Bei mir zeigt alles richtig an. Freilich schon halbe 10. Wann ist denn halbe 10 geworden? Ob du besoffen bist, ist meine Frage gewesen. Hier, Emblem. Was ist das? Möchten Sie das nehmen? Gold-Emblem. Ja. Ah, ich weiß wieder. An das erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. An das habe ich nicht mehr gewusst, dass da ein Emblem drin ist. Das stecken wir jetzt da wieder rein. Sehr gut. Ja, es war kurz Standbild. Also bei mir, dann hat aber YouTube selber gespackt. Es war nicht von mir. So. Safe Room war schön. Von innen verriegelt. Na gut. Dann gehen wir da jetzt einmal schnell zurück. Da waren wir auch noch nicht drin. Krampf, da waren wir schon drin. So, und da rein. So, genau. Aber was man da kriegt, weiß ich nicht mehr. Holzemblem? Ja. Dann machen wir noch diesen hier. Die Uhr kann man nicht verschirmen. Ich war fest davon überzeugt, dass man die verschirmen kann. Aber die verschirbt sie schon. Aber nicht ich verschirb das Ding, sondern wenn wir mir das Gold-Emblem und das Holz-Emblem tauschen. Birger, wann ist so wie 10 geworden? Wann ist 2026 geworden? Jetzt haben wir natürlich wieder keinen Platz, nicht, oder? Sie können nicht... Ja, das Inventarmanagement kann natürlich auch manchmal ein bisschen nervig sein. Wo ist jetzt von da aus der nächste Safe Room? Ich würde sagen, da. Weg mit dir. Die lassen wir für immer leben da. Damit nichts passiert. So.
Inventarmanagement, bitte, was ist denn da passiert? Herr Wulfric! Ja, klar, wer kennt nicht Zombies überall, untote Hunde und Flederviecher und Chill. Ich bin Klavier. Was auch sonst. Also, Vitamine und Seren. So, Heilungsspray, Säurepatronen. Jetzt nehmen wir mal den wir weg. Schrotflinten haben wir auch noch lange nicht. Und das tauschen wir aus und dann müsste es eigentlich schon wieder passen. So, Sie können Ihren Spielstand hiermit absparen, das werden wir da. Serums, ihr hättet ehrlich gesagt auch Serums. So. Ich möchte übrigens, dass jeder so daheim sitzt, wenn ich in die Schreibmaschine einhau. Ist da unter der Treppen was? Ist da was? Ist da was gewesen? Weiß nicht. So. Weiter. Nein, nicht. Das muss aber schnell gehen, weil sonst, wenn er dort Kurven macht, dann erwischt er nicht. Dann gehen wir wieder da hindrehen. Den einen Stor haben wir noch nicht, gell? Den können wir aber jetzt auch mitnehmen. Lass mich kurz überlegen. Machen wir zuerst diesen. Da rein. Jetzt, komm. Ich habe einen Wendekreis wie ein Panzer, was soll ich machen? Ja, Goldemblem raus. Hinter mir geht die Tür zu. Holzemblem rein. So, was ist da? Also Glasscheiben, haben wir uns auch schon immer gefragt. Ja, weißt du, es waren noch Zeiten, da haben wir gemeint, dass man mit der Pistole da reinschießen kann und dann geht's auf. Vor 30 Jahren. Wir haben allein schon Munition verschissen, weil wir überall draufgeschossen haben. So. Lass mich raten, dann verschiebt sie die Uhr jetzt, wenn wir das da reinsetzen, hä? Was drin? Ich weiß nicht mehr, was drin war. Was ist denn drin? Nix. Wieder Schlüssel. Nur ist der Helmschlüssel drin. Möchten Sie das nehmen? Herrenhaus Schlüssel. Da haben wir wieder so wenig Platz, aber ich nehme den mal. Was haben wir da? Prüfe. Ist das der Helmschlüssel? Das ist der Schildschlüssel. Ein Schild ist eingraviert. Also die Tiere haben wir den schon noch nicht gefunden. Ja, wird schon passen. Wird schon passen. So. Ich kann am Klavier übrigens alle meine Händchen. Ding, 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 ding. Und das war's. So, der muss in den Tiger hinein. Wo war der Tiger gleich wieder? War der auf der anderen Seite? Ich bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher. So, jetzt gehen wir mit da rein. Dann gehen wir da rein. Dann lowern sie mir mal über. Da war der Tiger. Als warte mal, als hätte man nie das Spiel aufgehört, du. Aber das hat ziemlich bald ein Ende, dass ich so viel auswendig weiß. Spätestens, wenn wir das Gebiet verlassen. Ich weiß auch nicht mehr, was wir da jetzt kriegen. Ah, ein Emblem. Da müssen wir rausgehen damit. Haben wir für das Platz? Ja. Oh, ein Inventarslot hat noch überall irgendwo gelangt. So, jetzt weiß ich, was wir tun. Jetzt bestätige ich mich selbst und gehe zum Raum mit dem Elch. Elchraum, um nicht zu sagen. Lass mich überlegen. Da müssen wir auf der anderen Seite vom Haus. Da nehmen wir die sichere Route. Eine sichere Route. Hier lang. Da rein. So. Da lang. Wir haben ja jetzt den Ritterrüstungsschlüssel. Werden wir schon nicht gleich sterben? Haben wir mit Bazooka noch dabei? Nee, ja, da werden wir schon nicht gleich sterben. So, machen wir so. Sie haben dies gerade benutzt. Rüstungsschlüssel. Sicher. Gehen wir mal rein. Was haben wir da? Ich mag behaupten, den Raum habe ich, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Verschiedene Dinge. Wow. Ein Kunstobjekt. Okay. An den Raum erinnert ich mich nicht mehr. Null. Also null. Jetzt haben wir wieder eng beieinander, gell? Das hilft nicht. Das hilft uns nichts. Bist hier oder nicht? Nein, bist wieder nicht, gell, du Drecksack. Was
ist denn das? Ah! Aber es hat funktioniert. So, passt. Wir müssen mal Munition sparen, Leute. Da ich weiß, was später noch kommt. Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie dies benutzen? Dietrich. Das sind alle, wir lauften das beim Chris dann gleich wieder. Der Chris kriegt nämlich keinen Dietrich. Sie ist ja der Master auf, was weiß ich, Jailbreaken oder sonst was. Und sie kann sehr viele Tieren und so Kasperl eben einfach aufsperren. Und der Chris kann das nicht. Ich glaube, der muss kleine Schlüssel finden, oder? Also kleine No-Name-Schlüssel. Chris findet, okay, dann erinnere ich mich richtig. Möchten Sie dies benutzen? Dietrich, ja. Hallo? Hallo? Muss ich jetzt auf Enter drücken? Was ist denn, Sie haben dies gerade benutzt? Was ist denn mit dem... Hallo? Was ist denn jetzt? Hallo? Okay. Oh no! Okay, da ist noch Munition drin. Wieso geht nicht? Es geht mein Controller nicht mehr. Muss ich jetzt mit der Tastatur spielen, das ist aber nicht der Ernst, oder? Ja. Ja. Es geht einfach der Controller. Handkerchief! Mehr als für 86 Monate. In the beginning there was nothing, and from the void a pulse emerged. The first frequencies to ever be heard. The sound of Birger Kruzifix. Ja, Alter, was ist jetzt? Muss ich jetzt eine Späne starten? Das ist aber nicht der Ernst, oder? Also auf A kommt man da rein, warte mal. Tastatur. C Aktion, V X bereit. Okay, das kriegen wir schon wieder. Da müssen wir aber Späne starten, fürchte ich. Was da passiert ist. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber hauptsächlich ich weiß, dass man auf. Okay, und auf V läuft man. So. Nein. Jetzt, da müsste es hilft jetzt nicht. Oder mit der Tastaturspäne ist aber das Hinterletzte! Aber haben wir draußen einen Speicherpunkt. Okay, Kim. Okay, Kim! Aktionstasten auf C! Was ist denn mit dir? Man kann unterm Laufen nicht Kurven laufen mit der Tastatur! Ah! Hallo? Hallo? Darf ich bitte speichern? Ich möchte speichern. Sie können Ihren Spielstand hiermit abspeichern. Möchten Sie das Spiel speichern? Ja, bitteschön. Because I'm gonna die. Herr Flogger habe ich gerade probiert, funktioniert leider nicht. Jetzt geht auf einmal die ganze Xbox-Scheiße auf, macht das zu. Na, frisst er nicht mehr. Keine Ahnung. Wir haben mich abgesteckt. Steckt mir nochmal ab. Steckt mir nochmal wieder an. Ne, frisst er nicht. Frisst er nicht. Dann müssen wir leider Gottes ein Spiel zumachen. Sie können nicht... Nein, mich nicht ab. Nein! Geh mal weg da. Wo ist ein Menü? Z und A. Exit. Da gibt's ja kein Spiel beenden. Datei. Ach, das sind die Bücher. Botanikbuch, Tagebuch des Wärters. Okay. Ja, dann müssen wir das Spiel jetzt leider Gottes nicht zumachen. Das hilft nicht. Freunde, ich eile. Achtung, Alte 4. Alte 4 hat neu geregelt. Es hat neu geregelt. Jetzt mal so, dann machen wir es wieder auf. Das habt ihr am Anfang nicht gesehen. Das schauen wir uns jetzt nochmal schnell an. Flashbang! Das, na, wer kennt die Cutscene noch? Stark. So, nochmal. Der YBO schreibt, aufgefallen, dass der Bestätigungston im Spiel dasselbe ist wie in Steam, wenn da einer ein PN schreibt. Ich glaube, ich habe seit 20 Jahren meine Sounds in Steam aus. Ich habe keine Ahnung, wie der PN-Sound bei Steam ist. So wie es ist. Neugierfrage, wie groß sind die Spiele von der Datenmenge her? Oh shit, da habe ich nicht aufgepasst. Wie viel das ich runterladen habe müssen. Ich glaube 2 GB oder so oder 1, irgendwas.
Jetzt warte mal. Okay, ich glaube, der Gamepad geht wieder. Ja. Resident Evil. I fucking love it. Damals waren es unter 750 Megabyte. Das ist richtig. So, haben wir schon wieder da. Wo wollten wir hin? Wo wollten wir jetzt hin? Den komischen Idioten, der da am Boden umeinander oder? Wo haben wir da reingegangen? Haben wir da reingegangen? Ja, haben wir schon wieder da. Haben wir schon wieder da. Jetzt sind sie mal in die Hose gegangen. Was gibt's da? Grünes Kraut und ein Tier. Ja. Du kannst noch mal ein bisschen umeinander graben. Ich schaue aber, ob es da was gibt. Nichts Besonderes. Nichts von Bedeutung. Dann gehen wir mit da hinten. Du kannst am Boden heben, was sie für die Munition verbraucht, du Huren. Sie haben keinen Schlüssel für diesen Raum. Was ist denn das für Blödsinn? Gut, dann lass mich da umeinander graben. Irgendwann werden wir schon einen Schlüssel haben für den Raum. Besserer Spiegel als in manchen Games halt. Das ist absolut richtig. Und ich glaube, ich weiß auch, wie sie es gemacht haben technisch. Das ist nicht wirklich ein Spiegel, der das spiegelt, sondern da ist ein Raum gegenüber und das spiegelt dein Model nochmal auf der anderen Seite und läuft halt in spiegelverkehrter Richtung. Was will man? Ja, cleverer Trick damals. Cleverer Trick damals! Braucht sie mir nichts anderes zu verzeihen. So. Dann gehen wir doch einmal da weiter. Und schauen wir, wo wir überall diesen Rüstungsschlüssel hier nicht mehr kennen. Hund gehen wir da keine mehr. Das ist alles, was ich weiß. So, here we are. Sie haben dies gerade benutzt. Rüstungsschlüssel. No, no! Ja gut, aber wir haben genug Schuss dafür. Mist, aber die... Gibt's da irgendwas außer die Pflanzen? Ja, super. Das hat sich wieder überhaupt nicht rentiert! Ich glaube, da gibt's nämlich sonst nichts. Wobei die Ansicht da so auffällig ist. Ein rostiger Boiler. Er boilert rostig. Zirp, zirp. Ja, nichts Auffälliges. Wenn ich da jetzt zurücklaufe, da ist ja nur ein Hund draußen. Tschüss. Nö, du. Nö, lass mal. Lass mal stecken, Diggi. So, da war das Ding hier drin, wo wir nicht wissen, da war nichts. Jetzt fängt es langsam an auszubeißen, dass ich Sachen weiß. Es gibt noch einen bestimmten Raum, da waren wir vorher schon einmal drin. Das ist wieder das Chill-Sandwich, das können wir gar nicht braten. Mal da durch so. Ah ja, du kommst mir gerade recht. Inventar frei machen. Bitte machen Sie das! Inventar frei. Die nehmen wir irgendwann einmal alle mit. Windwappen. Messer brauchen wir, das brauchen wir. Das ist gerade einfach nicht gut. Müssen wir so lassen. Hilft uns alles nichts. Speichert mal schnell. Und jetzt gehen wir in den Raum, wo man einbeitet, dass der zweite Kristall drin ist. Das rote Auge vom Tiger, der in einem Elchkopf steckt. Und wenn man reingeht, hängt der so oben drüber und ganz verreckt mit der Kameraperspektive und in seinem Augen blitzt immer wieder was auf. Dass man sieht, dass da was ist. Aber wie man genau kriegt, weiß ich nicht mehr. Und das ist die Tier da in dem Gang jetzt sofort rechts. Gib mir Brief und Siegel, gib mir da. Sie haben dies gerade benutzt, Rüstungsschlüssel. Komm, Elch, gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Blitz! Blitz! Der Zagelhuber fragt mich, wie oft hast du das Game früher gespielt? Offensichtlich nicht oft genug, denn ich sehe nichts blitzen. Und ich glaube, da kriegt...
Elch, Hirsch, keine Ahnung was liegt da oben? Alle nehmen es mit! Da weiß ich auch, was damit zum tun ist. Weiß ich noch. Hier, rote. Ja, genau! Was habe ich vorher erzählt? Wenn deine Füße mal so angeschnitten haben, ans Bett habe ich nicht mehr gedacht. Das habe ich nicht mehr gewusst. Und da liegt noch rotes Kraut, aber das können wir nicht brauchen. Ist da noch einer was? Nein. Aber... Nein, das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir wieder keinen Platz im Inventar. Das ist natürlich jetzt schlecht, weil gegenüber ist noch ein Raum. Da müsste ich mir jetzt schon gescheit täuschen, dass da nichts ist. Vermächtnis des Forschers. Meine liebe Alma, die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Freude und Trauer gleichermaßen. Ich konnte mit dir nicht einmal reden wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Wenn das nicht mehr eine Anspielung auf den Wesker ist, dann weiß ich es auch nicht. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Alma so, wer es liest. Ich konnte mit dir nicht einmal reden wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Alma so. Aber gut, dass er geschrieben hat. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich in einem Job im Labor einer pharmazeutischen Firma angenommen habe. Sie haben mich abgeworben. Im letzten Monat gab es im Labor einen Unfall. Und der Virus, den wir gerade untersuchen, konnte uns entweichen. Entfleuchen war besser gewesen. Entfleuchen war ein schönes Wort gewesen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, aus ihnen wurden lebende Tote. Sie wandern immer noch herum. Einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Zimmertür. Wieso sollten die verzweifelt da nicht klopfen? Die klopfen da nicht, weil sie die fressen wollen, oder? Alter, hast du gerade eine Möwe nachgeahmt. Wie ahmt man eine Möwe nach? Das kann ja jeder mögliche Vogel sein, oder nicht? Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit aus unseren Gehirnen. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor für immer und ewig. Und Alma immer nur so. Selbst die Erinnerungen an die Tage, die ich mit dir verbrachte habe. Fahr schon hin. Ja, ich bin infiziert. Geil. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich konnte das Fortschreiten nur um einige wenige Tage verzögern. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Aber Alma immer noch ist völlig am Eskalieren. Alma liest es so und denkt sich, Alter. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt, anstatt dass ich zum lebenden Toten werde. In nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Leb wohl und für immer dein Martin Crackhorn. Echt? Warum hat man den Crackhorn nennen müssen? Ja, arme Sau, Vermächtnis des Forschers wurde gespeichert. Der heißt einfach Crackhorn. So. Das ist ein Aquarium, auch wenn es nicht so ausschaut. Und das, glaube ich, kann man verschirmen. Aber erst wenn man... Da muss man irgendwie... Es lässt sich überhaupt nicht bewegen. Da muss man irgendwie... Im Käfer ist ein Knopf. Es sieht aus, als hätte hier schon mal jemand gesucht. Da ist ein Schalter. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe das Spiel seit mindestens 26 Jahren. Es kann sein, dass ich es 98 einmal noch mehr auf dem PC gespielt habe oder 99 vielleicht. Ich habe dieses Spiel seit 30 Jahren nicht gespielt. Ich weiß den Käferkasten, ich weiß die zerbrochene Scheibe, ich weiß, dass da ein Schalter drin ist. Wenn ich den jetzt drücke, läuft hinten das Wasser raus. Möchten Sie darauf drücken? Ja, sicher. Was tun Sie sonst damit? Oder? Jetzt läuft das Wasser aus und dann kann man es wegschirmen und dann ist unten, wie so ein kleines Mausloch, ein Loch drin. Und da liegt irgendwas. Ich weiß nicht, was drin ist, aber irgendwas ist drin. Wie oft hast du das durchgedaddelt? Herr Joachim, eigentlich nicht so oft. Aber vor allem den Teil da am Anfang im Herrenhaus. So oft, dass ich es nicht weiß. Wie oft? Du Vollidiot, nach links hättest das Schirm sollen. Wenn jetzt in dem Kittel was drin ist, dann kriege ich wirklich langsam Angst. Okay, hätte mich. Aber wieso pult ich mir das mit dem Hirschelch-Typen ein, dass da was im Augen drin ist? Wie komme ich da drauf? Jetzt müssen wir nochmal in die andere Richtung.
Schau her, und das meine ich. Ich hab irgendwo in meinem Hirn irgendwas mit dem Elch stimmt offensichtlich nicht. Und ich war jetzt dermaßen schwer davon überzeugt, dass wenn ich das Aquarium nach rechts schiebe, dass da unten ein kleines aufbrochenes Holzding ist. Das da war ich mir jetzt hundertprozentig sicher. Und das habe ich gemeint mit, wie viel Bult ich mir ein, was ich noch weiß, aber weiß halt nimmer. Weiß ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr gewusst. Aber das mit dem scheiß Käfer, das schon! Nicht vergessen. Was wir jetzt lernen? Wir haben ja noch Schrotflintenmunition. In dem kleinen Schub, die darf man ja nicht vergessen. Trust me, Bro, die werden wir später brauchen. Ja, hat's aber da sonst nichts gegeben da herin. Nichts Besonderes. Das ist doch gelungen! Ist gut aufgeräumt hier. Und im Kittel wäre ein Farbband. Sag ich doch! Markus! Bist du da hundertprozentig sicher? Bist du da hundertprozentig sicher? Hab ich mein Hirn doch nicht täuscht. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass in dem scheiß Kittel irgendwas drin war. Ist das noch drin im Raum vom Elch, wenn du in die Kamera raufschaust, dass man sich selber anschaut und dann schießt, dass der Bildschirm einen Crack bekommt? Ja, ist drin. Also, ob das da noch drin... Ich mag es nicht probieren, ich mag keine Munition verschießen. Dann hab ich mich doch nicht täuscht. Aber was bult ich mir mit dem scheiß Elch ein? Nix, gell? Da ist nix. Ich weiß nämlich, dass wir mir früher das da haben. Und dann drauf geschossen. Aber irgendwo in irgendeinem Viecherkopf glänzt irgendwas. Ich weiß es. Bin ich unzufrieden. Mit mir. So, wo waren wir da? Ja. Achtung, Achtung. Das haben wir auch damals schon nicht verstanden. Ach, das war Karten. Ich habe jetzt eigentlich gemeint, das verbrennt und dann ist was drin. Das ist eine Karte der zweiten Etage. Möchten Sie sie mitnehmen? Ja, die brauche ich nicht. Ich kann ja dreiviertel auswendig! So, haben wir das Zippo jetzt noch? Ja, tatsächlich. Brauchen wir das nochmal? Sie ist fest verschlossen, ein Helm ist eingerührt. Haben wir noch einen Schildschlüssel, haben wir auch noch gar nicht gefunden, gell? Jetzt muss ich dann wirklich auf Karten schauen. Map! Wir haben ja in dem Raum. Lass mich kurz überlegen, wo noch mehr raus. Okay. Da waren wir eigentlich überall. Wo sind wir jetzt da gerade gewesen? Ich kann auch bloß hindeuten, das ist ja voll behindert. Ich kann euch nicht sagen, was ich meine. Herr Sith Happens! Vom modernen Requiem direkt zurück zum Pixel-Trauma, bei dem ich mir schon in zarten Jahren in die Hose ruinierte. Ich bin mir hundertprozentig sicher, du hast es gerade mit dem Handy tippt und du wolltest sein in die Hose urinierte. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, in die Hose ruinieren. Hashtag in die Hose ruinieren. Vornehm in die Hose ruinieren. Herr Sith Happens. 12 Euro sind zu viel und du weißt das aber, was soll ich machen? Merci dir, Kuss auf die Nuss. Geil. Ja, wie wir sehen, auf der linken Seite, nie ohne Seife waschen. In der Westseite, da haben wir noch sehr viele Räume, wo wir noch nicht drin waren. Da muss ich jetzt kurz überlegen, was ist das? Das ist der obere Rundlauf über dem Esszimmer. Dann ja genau das wo ich gesagt habe, mit der kleinen Tapetten, da waren wir noch gar nicht. Und da gehen wir jetzt einmal um und schauen, ob wir irgendwelche Tiere aufkriegen. Genauso wie in dem großen da, mit der türkisen Tier mit dem goldenen Griff. Da kommen wir auch noch rein. Da ist aber was Bestimmtes drin. Glaube. Gehen wir einfach mal um. Schauen wir, was passiert. Genauso gut wie grau ist das neue Schwanz, das ist richtig. Nein, er hat mich geschissen nicht schreiben lassen. Wieso nicht? Also von mir aus darf jetzt du 480 Mal hintereinander geschissen schreiben. Das ist okay? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon reinkommen. Sie haben dies gerade benutzt, Rüstungsschlüssel. Ich mag jetzt nicht spoilern, ich weiß, glaube ich, was drin ist. Schauen wir einfach mal.
Ich hab was anderes erwartet. Egal. Da kommen wir später dazu. Aber ich weiß, was zum Tor ist. Ich erinnere mich selbstverständlich an diesen Raum, aber ich habe nicht gewusst, dass er da herin ist. Wenn man das nicht tut. Da ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Ja, schon. Haben wir mir überhaupt Infplots? Ich hasse es. No Emblem. Okay, ist nicht so wichtig. Ist schon wichtig, weil es der einzige Weg ist, wenn wir rauskommen. Aber jetzt ist es noch nicht so wichtig. Jetzt schauen wir da hinten noch. Da ist da. Hä? Der Raum macht überhaupt keinen Sinn. Da brauchen wir nichts. Irgendwo da ist der Raum, wo vorher auch die Krähen waren. Ganz merk. Sie haben dies gerade benutzt, der Rüstungsschlüssel. Nochmal. Wann haben wir denn endlich mal fertig benutzt? Oh! Das ist der Raum, den ich vorher gemeint habe. Sollen wir uns trauen? Wir haben ja nichts zum Heilen. Richard! Richard! What happened? What happened? Music is coming. Dangerous. Dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. Voice acting on point. He attacked you. It was a huge snake, and also poisonous. Snaky snake. Snaky snake. Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Sie lässt uns da nicht rein. Das habe ich nicht mehr gewusst. Oh, das habe ich auch nicht mehr gewusst. Aber das ist der Safe Room, wo man vorher war. Okay. Das ist jetzt was, das glaubt mir kein Mensch. Aber das ist mir jetzt einfach wurscht. Ich erzähle das jetzt trotzdem. Das ist, da wo wir den einen Zombie unten stehen lassen haben, der Safe Room, wo wir die Rebecca finden, wo wir vorher gerade gesagt haben. An das erinnert ich mich nicht mehr, dass du piepst. Aber jetzt erinnert ich mich wieder. Wir haben extra noch in den Schrank angeschaut. Und da hat er gesagt, ja, was weiß ich, da stehen dann bla 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 und Serien umeinander. Und da habe ich in meinem Kopf hab ich gedacht, aber ich habe es nicht gesagt. Wir haben ja früher immer gemeint, da kann man was tun. Weil diese kleinen 2 Arzneiflaschen, die typischen Apothekerflaschen, die 2 braunen, die da drin stehen, so gerendert ausschauen, als kann man es nehmen, aber man kann nicht damit interagieren. Möchtest du wetten, dass das die sind, die ich jetzt holen kann? An das kann ich mich nicht erinnern, dass ich ihm das Serum holen muss. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob man das triggern muss. Oder nicht, oder schon, oder weiß ich nicht. Ich habe jetzt eigentlich bin davon ausgegangen, dass wir mir an ihm vorbeigingen und die hintere Tür betreten. Haben wir aber nicht müssen. Ja, alles weiß ich dann auch nicht mehr, gell? So, da waren wir auch noch nicht so richtig hinten. Da waren wir. Sie ist fest verschlossen, ein Helm ist eingraviert. Ja, was war da gleich wieder? Ein numerisches Geschloss. Das war zu heftig. Achso, man kann es nicht mehr selber eingeben, okay. Da muss man zuerst irgendwas finden. Das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Das war ja sauznarisch gewesen. Das war völlig grenzdebil gewesen. So, und das sind die Serien. Siehst du das da? Da. Und die 2 braunen Flaschen, die da stehen, die haben einfach ein Stückchen schärfer als die 2 grünen, die links daneben stehen. Und da wollte ich vorher schon sagen, so mit, ne, die schaut aus, als kann man da reingegangen. Deswegen bin ich überhaupt erst an den Schrank hingegangen und hab drauf gedrückt. So. Was wir jetzt brauchen, jetzt nehmen wir mal das Feuerzeug, der mal weg. Ja.
Jetzt haben wir das Messer weg. Bazooka darf man auch nicht weg tun. Müssen wir das Messer weg tun, das hilft nicht. Windwappen, das machen wir jetzt dabei so. Hilft nicht. Das hilft uns nicht. Oh, ja, dann speichern wir schnell. Wir sterben sowieso nicht. Geschloss. Ein gutes ist geschlossen. Das Gute wird geschlossen. So, eine. Genau. Und ich erinnere mich sogar noch ans Model. Ich erinnere mich an das Model, aber kann mich nicht daran erinnern, dass wir das jemals mitnehmen haben müssen. Sind wir noch deren? Ah, da liegen grüne Kräuter umeinander, gell? Ja, passt schon. So, wie haben wir jetzt da gelaufen? Auf. Wendekreis wie ein Bus. Los geht's. Ja, 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 ja. Ja. Aber was mich trotzdem schnell interessiert. Wir kommen da nicht nach links, kommen nicht rein, da brauchen wir einen Helmschlüssel und hinten brauchen wir eine Kombination. Anders kommen wir in den ganzen linken Bereich da gar nicht rein. Und rechts herum fehlt auch noch einiges. Ja gut, dann ist das tatsächlich der nächste Step, oder was? Je nachdem, wie du vorankommst, kann es auch sein, dass er schon hieß. An das erinnere ich mich auch nicht mehr. Ob ich den beim ersten Mal, weißt du schon? Kräuter? Grüßkraut, Entschuldigung, der Winky, hast absolut recht. Selbstverständlich, Grüßkraut. Jetzt pass auf, dann gehen wir da rein. Dann nehme ich jetzt, gebe ich einmal mal das Serum. Here's the serum. Serum! Richard, hold on. Hold I'll on. give you a shot now. Shot. Jill, here's my radio. You Good. should keep it. I'm... No! No! Richard, no! Jill, be careful. Sicherheitshalber equipe ich jetzt mal die. Damit nichts passiert an alle, die das Spiel noch nicht kennen. Jetzt wird's richtig narrisch. Dun, 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 dun. Das war knapp. Das Messer haben wir natürlich wieder weg da. Aber er ist hier. Das war knapp. An den Zwischenraum erinnert ich mich nicht mehr. Lustigerweise erinnert ich mich aus irgendeinem Grund an das Loch da oben rechts, weil ich mich damals schon gefragt habe, was soll die Scheiße? Was soll das? Wo ist denn das gelegen? Ich meine, das ist einfach. Das ist ein Schrank oder was sind das sein? Das können wir wegschieben. Na klar, das sagt der Blinde. Dann gehen wir mal da rein. Was gibt's da dann? Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. Wo ist denn der Lichtschalter? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Na, gehen wir mal da so eine. Merken wir uns auch. Jetzt wird's narrisch. Oh, für das war der Schildschlüssel. Das habe ich auch nicht mehr gewusst. Aber ist der jetzt obsolet und weg? Ja, dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen, weg! Mehr Impfplatz! Dün, 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 dün. Feuerzeug an die Kerzen, ich weiß schon. Hätte ich mitnehmen sollen, aber ja, habe ich nicht mehr gewusst. So. Das ist so gut.
Ich hab keine Kräuter! Ich hab keine Kräuter! Oh. Oh. Oh, wir haben vergiftet, einer! Na, lauf rein! Himmelvater, die Steuerung! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ist einfach davor gefahren. Oh je. Und jetzt liegt hinten in ihrem Loch liegt was drin. Ja, Emblem. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja. Mehr nicht! Ah! Oh, und haben wir mittendrin keinen Bock mehr gehabt. Okay, bye! Also da hat noch Schrotflinten-Moon auch noch liegen. Haben wir nicht mehr Schrotflinten? Oh, wir sterben gleich, hab ich das Gefühl. Okay, ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause. Ist da hinten noch was? Da ist nichts. Wir müssen ab nach Hause. Ah! Ist da was drin? Bücher und Geräte, nichts von Nutzen. Ich brauche keine Geräte, ich brauche Steuerung. Los mich heim. Los! Am I poisoned? Give me the serum. Weiß ich nicht mehr. Mit der Chris? Der Barry wieder mal? Das ist auf alle Fälle der Raum, wo wir Serum her haben. Da stehen die zwei kleinen Glasel. Wo haben wir jetzt wieder? Barry. Barry? Der hat Handschuhe gehabt. Das war der Wesker. Oder? Ja, wieder komplett okay. Schauen Sie an. Haben wir brutal an mir. Sollen wir jetzt den? Schauen wir mal, wie viel. Jetzt nehmen wir das Feuerzeug brauchen wir. Das Windwappen brauchen wir. Das tun wir weg. Den brauchen wir noch, den brauchen wir noch, den. Das tun wir jetzt alles weg. Jetzt pass auf. Schrotmonitore, Säurepatronen, gemixte Kräuter, Heilungsspray, brauchen wir alles nicht. Scheiß der Hund drauf. Free Heal, Leute. Ein absolutes Pro-Gaming, aber jetzt speichern wir schnell. Sie können Ihren Spielstand nicht speichern? Ja. Ja. So, was ist jetzt noch alles abgegangen? Was ist jetzt noch alles abgegangen, was wir da unbedingt noch alles für Grafik mitnehmen? Jetzt gehen wir mal da noch mal hindrehen. Ja, du kannst mir am Zuckerli-Schlecker da holen. Sie haben dies gerade benutzt, der Rüstungsschlüssel. Der ist obsolet. Nice. Ja, weg mit dem Dreck. Pistolen nachladen und equippen. Rein in die gute Bude. Da haben wir. Ah, jetzt sind wieder Schuhe draus, Leute. Jetzt, schau her. Möchten Sie das nehmen? Jawohl. Und da, an das habe ich mich auch nicht mehr erinnert. Sehen wir jetzt gleich, was gibt es da sonst noch? Was haben wir da noch? Haben wir da was? Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie dies benutzen, Dietrich? Ja, sicher. Was haben wir gefunden? Haben wir was gefunden? Nehmen wir mit. Sicher nehmen wir das mit. So, und das Ding nehmen wir auch mit, damit wir kein Chill-Sandwich mehr werden. Defektes Gewehr. Und das Icon erinnert mich, als wäre es gestern gewesen. So, jetzt gehen wir da rein. Weiß ich nicht mehr, was drin war, aber das sehen wir gleich. Das Richtige auf alle Fälle. Karte. Wir können gleich wieder aussehen. Ist der lange Gang rechts oben und rechts, das gleich, wo man die Embleme reinstecken muss? Warte mal. Alter, wann ist denn 10 nach 10? Mann, leck mich doch am Arsch. Ich hab doch keine Zeit nicht! Da hinten, das war der Notenraum mit dem Ding, das passt. Wir haben noch irgendwo den scheiß Gasraum, sie ist von innen verriegelt. Mihe, schön, dass du wieder da bist. Ich muss jetzt ins Bett schleiern, bis zum nächsten Mal, gute Nacht. Ich wünsche ebenfalls eine gute Nacht. Mit der wir auch nicht mehr allzu lang. Ich möchte bloß noch ein bisschen Inventarmanagement betreiben eigentlich, damit man... Habt ihr heute schon auf den Like-Button drauf gedrückt? Für den Nachschau-Squad
ab in die Kommentare, auch für euch ab in die Kommentare. Das ist einmal am besten zu bemessen. Wenn wir da weiterspulen sollen nächsten Mittwoch, lasst es mich wissen. Also, es geht halt jetzt die ganze Zeit so weiter. Die ganze Zeit. Das ist, wir haben ein ganz schönes Stickerl vor uns. Ich mag nicht spoilern, was alles, aber nur ein ganz schönes Stickerl. Also bei mir ist erst 120, also weiter geht's. Dann machen wir Turbo. Ja, echt, was ist mit den Likes? Ich schon, es Zipfi, weiterspulen plus bitte. Wenigstens wird bitte gesagt. So, ich renn gerade ein bisschen planlos umeinander, bis ich wieder... Nein, mein Freund, du bleibst schön da, wo du bist. Da gehen wir nicht mehr raus, bitte. So, das war der eine obsolete Raum, da wo es einfach gar nichts gegeben hat. Vielleicht war da früher mal eine Farbbahn drin und sonst nichts. Ich suche... Ja genau, das sucht man mir. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich mit... Mein Gott! So, da müssen wir das Feuerzeug finden. Wo war der Raum mit der Kerzen? Der war in dem U-Rundgang irgendwo. Hätte man doch einen Platz lassen sollen, sie fix. Planlos rumlaufen. Ah, the memories. Ja, bis ich den Raum wieder finde, wo ich was tun muss. Sind wir schon unterwegs. Du, haben wir gleich. Wenn ich mich recht entsinne. Haben wir da was gehabt? Da ist doch jetzt... Nein, da haben wir schon was... Haben wir da schon was rausgezogen? Ich weiß nicht mehr. Was war gegenüber? Nein, war's auch nicht. Nein, da gibt's nichts mehr. Da gibt's nichts mehr. Nichts mehr ist zu holen. Was war hinten? Mal. Oh. Oh! Oh, wieso? Ah! Messer haben wir nicht dabei. Lass mich du da unten in Ruhe. Wieso haben denn da auf einmal 2 Zombies herin? Da waren wir doch schon! Fix! Goddammit! Roli schleicht sich auch. Mit der man nicht mehr lang. Ich muss bloß noch den richtigen... Der Türknauf ist abgebrochen? Wieso denn? Roli, hauen Sie sich hinein. Gute Nacht. Da wollte ich grob her. Jetzt sind wir beieinander. Wo war denn der Ausgang, wo man die Embleme einschirmen kann? Der war doch da irgendwo. Und der eine Raum mit den Raben, wo das letzte Emblem ist, müsste doch auch noch irgendwo sein. Das ist der Gasraum, ja, das kann man sich relativ leicht merken. Da geht's zur Schlange eine. Warte mal. Richard vom Bravo-Team. Dead. Was war da hinten? Ah, okay. Das ist einmal der erste Raum, den ich gesucht habe. Das habe ich mir einfach nicht gemerkt. So, nö. Jetzt haben wir das geschissene Feuerzeug immer noch! Jetzt kann ich mir sowieso nicht merken, was da jetzt wieder drin ist. Nochmal Säurepatrone. Wer soll denn die ganze Scheiße tragen können, Leute? Gruminalfeuer, Himmelsackel Zement. 17 Mal im Pfotzen geschissen. So, er wieder vorbei. Na, dann hilft's nicht. Dann müssen wir anders agieren. Ich finde den Weg nicht mehr aussehen. Jetzt haben wir wieder oben. Da geht's am Balkon aussehen. Ist eigentlich immer nur Spoilerverbot? Nein. Ihr dürft mir ruhig sagen, wo das Ding ist. Sag ich ganz ehrlich, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Lass mich überlegen.
Das ist das U-Ding. Da geht's da oben drum. Das da hinten ist zu. Links können wir nichts machen. Unten waren wir überall. Das da hinten ist zu. Was braucht man da für einen Schlüssel? Was brauchen wir da für einen Schlüssel? Das ist nicht weit weg. Links oben bei dem geschwungenen. Ja. Links oben. Ich bin jetzt links unten, ich weiß, aber ich habe gerade selber zum selber verinnerlichen eine Idee. Ey, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an, so mit an die Sachen erinnere ich mich nicht mehr. Die ist von innen verriegelt. Was war da drin? Jetzt geht's Chaos los. Es sind so viele Räume und Dinge oft, dass ich mich nicht mehr erinnert, wo was ist. Da war der Tiger drin, das weiß ich. Was war da hinten? Da war die Pflanzen, glaube ich, oder? Schauen wir zur Sicherheit. Ja. Rechts oben im Erdgeschoss. Was war das gleich wieder? Weiß ich auch noch. Ist okay, brauchen wir nicht. Dann irgendwann. Irgendwann hast du es dann schon im Hirn drin. Jetzt gehen wir auf die andere Seite nochmal. Ja, YouTube war übrigens gerade wieder kurz weg. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Hallo, hallo. Bin noch da. Also bei mir ist nichts abgehakt. Es war wieder YouTube. So, rechts im Erdgeschoss. Rechts oben im Erdgeschoss. Wie können wir... Also gehen wir nicht einfach oben. Gehen wir einfach oben. Ich hoffe, ich bin wieder da. Ich weiß es nicht. Herr Karl, hauen Sie sich hinein. Ein gutes Nächtchen. Ich glaube, verpassen tust du nicht mehr recht viel. Jetzt kämen keine großen Besonderheiten mehr, an die ich mich erinnern würde. Jetzt muss ich bloß schnell was schauen. Ja, da können wir auch noch schnell rein, weil da liegt nämlich noch was. Ja, an das erinnert ich mich noch. Da hinten ist noch Schrotflintenmund drin. Ja, die nehmen wir mit. Die können wir stacken. Und weißt du, ich bin eigentlich bloß noch am Embleme wegbringen. Und was haben wir da hinten? Das war hier der Spacko. Für das haben wir keinen Schlüssel geheißen, gell? Nö. Ich weiß auch nicht mehr, ob man den umbringen muss da oder nicht. Nö. So. Rechts oben sagst du. Da können wir durch, da komme ich nicht rein. Dann müssen wir die andere Tür gehen und dann durch dieses Verwurschelgang, wo das Chill-Sandwich war, und da hinten aussehen nochmal probieren. Hilft nicht. Irgendwo da hinten aussehen muss es sein. Und irgendwo muss auch noch der eine Raum sein. Mit den scheiß Raben und mit den Beutel. Es ist ein junger Mann, ein Kind, ein gebrechliches Alter, bla bla bla. Muss auch noch irgendwo sein. Da waren wir auch schon einmal drin, aber ich finde ihn nicht mehr. Weil ich mir die Sachen eben nicht merken habe können, wo genau der Raum war. Das war jetzt narrisch, obwohl es ein sehr markanter Raum ist, muss man auch dazu sagen. So, und jetzt haben wir diesen länglichen Gangscheiß da. Gehen wir da nochmal da rein. Ne, das ist belanglos. Und irgendwie geht man immer noch... Nein, das mit der Badwanne kommt, glaube ich, noch. Was haben wir da herin? Kann ich immer noch nicht hernehmen. Weil wir keine Ahnung, wo umeinander laufen. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es wieder. Stopp. Magst du bloß schnell sagen, was das ist? Jetzt weiß ich es wieder. Da geht's weiter. Da geht's rechts in den Dings hinter ihm. Deswegen. Wegen den scheiß Kameraperspektiven habe ich nicht mehr dran gedacht, dass... Die habe ich doch falsch erschossen, du Arschloch! Oder haben wir da mal kurz im Chill-Sandwich gestorben? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Nein, nicht wieder alles vorlesen. Nein, nicht heute, nein! Ja. God bless the Doorskip. Jetzt bist du richtig. Hab schon wieder checkt. Nein! Nein! God bless the Doorskip. Schon. Jetzt weiß ich, was du... Jetzt check jetzt, was du meinst. So. Nicht jetzt nochmal drücken. Okay, öffnet sich das Tor des neuen Lebens. Ja, okay, so, jetzt. Eingesteckt. Sehr schön. Eingesteckt. Sehr schön. So, jetzt haben wir endlich wieder Platz. Jetzt können wir uns die geschissene Schrotflinten holen. Beziehungsweise jetzt gehen wir erstmal in den Raum gegenüber und machen wir das Rabenrätsel. Stell dir vor, wir müssen mal jede Animation von der Tier anschauen. Da hat man einen Vogel kriegen. So, wenn wir da jetzt einen Kas machen,
Der Titel ist Alles Lebende ist dazu bestimmt zu sterben. So, da sitzen jetzt so Krähen um. Das Bildnis eines müden Mannes im mittleren Alter. Da unten ist ein Schalter. Alter Schalter. Da wollen wir nicht drauf drücken. Das Bild eines neugeborenen Babys. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Ich glaube schon. Ja. Schiebegeil, eklig die Raben sind. So, da geht's weiter. Und dann weiß ich natürlich nicht mehr jetzt auswendig. Junger Mann. Schalter, möchten Sie draufdrücken? Nein. Ein Bild von einem Kleinkind. Das könnte jetzt sein, aber ich bin mir nicht sicher. Risiko. Ja. Raben sind nur cool. Was haben wir da? Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Das könnte der nächste sein. Machen wir absolutes Pro-Gaming. Ich sag ja. Das Bild eines verwegenen aussehenden alten Mannes. Nein. Das ist eine Nachricht. Gib mir den Frieden des Todes und ich werde dir eine Freude des Lebens geben. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Nein. Was haben wir da gehabt? Kleinkind? Haben wir schon gehabt. Nein. Junger Mann. Ich sag ja. Drücken. Dann haben wir den Mann mittleren Alters. Das Bild eines müden Mannes im mittleren Alter. Dann ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Ich erkläre es, wenn ich fertig bin. Ja. Und dann haben wir irgendwo einen gebrechlichen Mann, glaube ich. Oder, nein, das war das Kleinkind. So. Naja. Nein. Ja. Ja. Aber wir haben vergessen, ich weiß nicht. Müssen wir uns schicken, wenn ich das Emblem nehme? Weiß ich nicht mehr. Dann erkläre ich es. Jetzt geht mein Controller schon wieder nicht! Ah! Wenn ich jetzt schießen muss, bin ich gefickt. Lauf! Lauf! Ich weiß nicht, ob die kämen, die Viecher oder nicht. Oh. So. Absolutes Pro-Gaming, meine Damen und Herren! Das ist ein sehr markanter Raum. Als Kind ist das Rätsel richtig schwierig. Das ist jetzt selber gesehen hast, da ist da hängen lauter Beutel. Am Anfang steht so was vom Lebenszyklus. Okay? Und dann fängt das hängen Beutel umeinander. Kleinkind, Säugling, Neugeborenes, Kleinkind, junger Mann, Mann mittleren Alters, alter Mann. Lebenszyklus. Ja, von kleinem Baby zu altem Mann musst du nacheinander die Schalter drücken. Wie Sie vielleicht gehört haben, kriegst du nicht einmal einen kleinen Soundhinweis, wenn du einen Fehler machst oder wenn du was richtig machst oder sonst was. Du musst das in der richtigen Reihenfolge die Schalter drücken. Wenn du die einmal verdruckst, musst du von vorne anfangen. Und am Schluss gehst du an das Hauptbeutel hin, das fällt halt dann, wie du es gesehen hast, runter und dann kriegst du das letzte Emblem. Ja, hallo? Können Sie mich hören? Ja. So, das spielen wir jetzt mit der Tastatur fertig, weil es dann nicht so einfach ist. Wir kommen überhaupt ins Inventar. A, nein. Wir kommen ins Inventar. A, nein, Z war es, glaube ich, gell? Haha! Schau's nicht an. So, wo war jetzt das letzte Emblem? Das liegt irgendwo. Das haben wir schon gesehen und haben wir schon gehabt. Wo liegt das letzte Emblem? Weiß das noch jemand? Resident Evil 1 mit Tanzmatte 1. Bei der Schlange. Ja, bei der Schlange. Da hast du absolut recht. Kriegen wir das mit der Tastatur hin? Schauen wir mal.
Lass mich beobachten. Was war da gleich wieder? Sie ist fest verschlossen, ein Helm ist eingearbeitet. So, mir kann das sein. Nein, ich mag nicht spoilern. Ich habe so das Gefühl, dass man den Helmschlüssel erst ganz furchtbar viel später kriegt. Nicht ganz furchtbar viel später mal. Man kann nicht mit der Tastatur wirklich nicht um Kurven laufen. Danke, Merkel. So, da waren wir auch noch. Wie schaut denn unser Inventar überhaupt aus? Haben wir auch Platz? Schau hin. Halt, stopp! Wenn wir Schrotflinten müssen wir noch hin. Warum sagt denn keiner was? Da, doch, einer schreibt was. Schau hin, hier, Pumpgun. Stimmt, einer schreibt Gasraum. Kannst du ja recht haben. So, dann gehen wir jetzt da so einer. Schrotflinten holen wir uns natürlich auch noch, die ist wichtig. Trust me, Bro, die ist wirklich wichtig. Das möchte ich nehmen. Und die da steckt mir wieder rein. So, das heißt. Jetzt gehen wir wieder aussehen, dann werden wir mir kein Chill-Sandwich. Ist übrigens eine sehr markante und sehr bekannte Szene. Normalerweise, wenn wir haben ja vorher oben einen Barry, das ist schon über eine Stunde her, einen Barry getriggert, der einfach mit uns geredet hat. Und wenn wir mir am Anfang da die Schrotflinten runternehmen, kommt die Decke da oben. Und nur bei der Chill, wenn du einen Barry anscheinend vorher nicht einmal gesehen hast, dann rettet dich der Barry da außer und du hast die Schrotflinten schon ziemlich früh mit ein paar Schuss, mit denen du aber Zombies auch mit einem Schuss killen kannst, wenn du nach oben schießt und in den Kopf ballerst. Und dann ist heraus, genau an dieser Stelle ein lustiger Dialog. Oh mein Gott, du warst fast. You nearly gonna be a chill sandwich. Irgendwie sowas halt. Habe ich lachen müssen. Ist allgemein sehr bekannt, diese Szenerie und dieser Dialog. So, wir haben gut benannt. Ich finde, für die Schlange haben wir ein bisschen viel Bazooka-Schuss verkackt. Aber gut. Ist mir wurscht. Hier Speedrun. Da waren wir auch schon. Ich werde nie wieder anders umeinander laufen, ich sag's gleich. Was für eine dumme Scheiße! So. VVC, Sie können Ihren Spielstand steuern. Ein bisschen durchs Game schranzen. Schranz ist also ein geiles Wort. So, Jill, haben wir 10 Mal gespeichert heute. Glaubst du das eh nicht? Yes, Sir. Aber meine Damen und Herren, das war's gewesen. Ihr merkt euch, bis nächsten Mittwoch. Da spielen wir weiter. Ich habe ein Gefühl, dass wir weiterspielen. Ich möchte weiterspielen, sage ich, wie es ist. Ihr merkt euch, Gasraum. Fangen wir an mit Emblem, Gasraum oder Schlange. Ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder im Gasraum haben wir es liegen lassen oder bei der Schlange. Ich glaube sogar eher den Gasraum. Da hat der Tommal schon recht. Ganz ehrlich, es ist. Genau, das schreibt es eh gerade. Es ist immer noch ein gutes Spiel. 30 Jahre später. Jetzt muss ich das mit zumachen, weil sonst kenne ich mich keinen Stecker mehr aus. Warte mal. Was einen Schließen-Button hätten Schreibaum können, Kruzifix. So, gespeichert haben wir aber, das muss passen. Wunderbar. So, jetzt halt. Wie lange haben wir ohne gespielt? 2,6 Stunden. Ist das. Also. Ich finde, wenn ich da so zurückdenke, für den Progress, den wir mir da heute gemacht haben, habe ich als Kind, glaube ich, 4 Monate gebraucht. Gameplay, größer Grafik, ist absolut richtig. Das funktioniert heute noch. Dieses Prinzip wird nicht langweilig. Du hast ein Labyrinth und du hast so Metroidvania-mäßig, du mit Schlüssel, Suche, kleine Rätsel lösen, ein paar Gegner, Inventarmanagement und kommst Stickerl für Stickerl weiter. Es wird nicht langweilig. Das funktioniert heute noch. Gasraum, Schlange hast schon. Ja, Talin, merci fürs Mitdinger. Geiles Game einfach. Es ist absolut richtig. Scheiß auf die Grafik. Scheiß drauf, ob die natürlich, wenn du mit dem Spiel heute ums Eck kommst, funktioniert das nicht mehr. Da brauchen wir nicht schmerzen. Die Dialoge sind ultra cheesy und keine Ahnung.
Aber du musst dir vorstellen, sowas hat es damals nicht gegeben. Vor allem ein Spiel mit so einer Story, die wirklich die Plot-Twists hat, kommt später irgendwann noch, die sehr geheimnisvoll, das einfach ein Erwachsenenspiel ist. Das hat es damals einfach so nicht gegeben in dem Ausmaß. Und das Spiel und das Gameplay funktioniert heute noch. Und zu Recht, Sprengi schreibt es auch gerade, berechtigt legendär. Und berechtigt, dass vor 2 Monaten Teil 9 davon rausgekommen ist. Es war der Beginn einer Ära. Ja. Nicht zur Gaudi gibt es, glaube ich, 27 Spiele, 27 Ableger. Also nicht bloß Resident Evil 1 bis 9, sondern es gibt ja auch diese Ableger, Code Veronica, Zero, wie heißt der, Revelations 1 und 2 und diesen Shooter-Dings da war zwar Safety, davon ist Bullshit, brauchen wir nicht schmerzen, aber da waren ziemlich viele gute Spiele dabei. Und von der Hauptserie Resident Evil 1 bis 9, da kehrt eigentlich einmal so eine Tierlist gemacht, was die besten Resident Evils sind, waren und überhaupt. Mittlerweile kämen ja natürlich auch die Remakes dazu. Das Resident Evil 2 Remake ist das einzige, was bei mir auf einer Höhe an gut mitschwimmt mit dem Niner. Resident Evil Remake 2 und Resident Evil Requiem sind mit Abstand die besten Resident Evil, die wir haben. Und von den alten ist Resident Evil 2 das Beste, ist einfach so, aber Resident Evil 1 ist auch geil. Gibt es ja eigentlich nur ein Spiel, das recht interessant ist. How about GTA 6? Gibt zwar erst Ende November, aber egal. Pragmata kommt am Wochenende. Das darf mich ganz stark interessieren. Ja, SK Flon schreibt, das Vierer war genial. Das habe ich leider Gottes damals wegbockt, weil das für mich kein Resident Evil war. Das war schon ein gewaltiger Bruch von Resident Evil 1, 2 und 3. Das im Grunde die typischen Survival-Horror-Spiele waren und dann kommt 4. Und dann habe ich baller die bloß noch umeinander und verteile Roundhouse-Kicks. Das habe ich wirklich wegbockt. Aber ich habe Gott sei Dank vor 2 Jahren, 3 Jahren, das 4er Remake nachgeholt und kann jetzt verstehen, warum Leute das so geil gefunden haben. Schande über mein Haupt, dass ich das Original nie gespielt habe. Das 5er habe ich dann gespielt. 5er war aber einfach beschissen, brauchen wir nicht schmerzen. Das ist im Vergleich zu den anderen Spielen bleh. Aber immer noch besser wie das 6er. 6er ist absoluter Schrott, das ist mit Abstand das schlechteste Resident Evil Produkt, das ich jemals gesehen habe, glaube ich. Und Resident Evil Sim 8 haben für sich so eine kleine Arc, würde ich sagen. Da finde ich das Simmer fast besser wie das 8er. Das 8er war einfach zu übertrieben schon wieder. Da ist ja völlig aus dem Ruder gelaufen, alles bloß noch. Und ja, Resident Evil 9. Das ist ganz an der Spitze. Direkt danach vom Remake vom 2er und ja. Was war das 6er nochmal? Ja, genau. Ja, genau. Mehr brauchen wir nicht drüber reden, Herr Geibuffet. What is this? Blood. Hope it's not Beer's blood. GTA 6, sage ich, wird ein gewaltiger Reinfall. Schau da oben, wie lange das Spiel in Entwicklung ist, aber worauf ich raus will, kannst du einfach die Resident Evil Spiele und Ableger zocken, bis was Gescheites kommt. Nicht auf Dauer, weil die Spiele doch alle ziemlich gleich sind. Seien wir uns ehrlich. Ich mag jetzt natürlich nicht die ganze Zeit ununterbrochen Resident Evil spielen, aber ich finde, dass das jetzt gerade ganz gut passt. Wenn uns das Spaß macht, können wir uns vielleicht noch das 2er anschauen. Und wenn es dann immer noch Spaß macht, was ich nicht glaube, weil es einfach doch alte Spiele sind einfach. Dann können wir das 3er auch noch anschauen. Aber ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. So ehrlich muss ich auch sein. War das 6er nicht mit Ethan oder der tue ich mich da gerade? Na, 6er war mit dem Leon. Da hast du ja 3 Charaktere gleichzeitig gespielt. Bürger, gibt es jetzt eigentlich schon einen Release-Termin für They Are Here? Nein. Und GTA 6, ob das so ein Reinfall wird, da war ich mir nicht sicher. Rockstar, hauseigene Rockstar-Spiele haben immer abgeliefert und die Messlatte so weit nach oben gelegt, dass es nicht mehr feierlich ist. Und du musst dich in die Lage von Rockstar, der Entwickler von GTA im Übrigen und von Red Dead Redemption, wer sich gerade gar nicht auskennt, musst dich in die Lage hineinversetzen. Rockstar hat GTA 5 erschaffen. Rockstar verdient, ich habe es erst vor ein paar Tagen in einem Video irgendwo gesehen. Nicht 1 Milliarde am Tag war narrisch. Mehrere Millionen Gewinn am Tag
mit GTA Online 1 Million? Eine Milliarde war völlig utopisch. 1 Million am Tag? Mit GTA 5? Das Spiel ist 13 Jahre alt. Wenn du jetzt überlegt, ich bin mir nicht sicher. Freier sagt straight 1 Million, dann glaube ich dir das. Das habe ich nämlich auch erst vor kurzem in einem Video gesehen. Und wenn du da so drüber nachdenkst, stell dir mal vor, das bist du machst 30 Millionen Gewinn im Monat. Das heißt 350 Millionen Gewinn im Jahr. Und jetzt musst du GTA 6 machen und musst GTA 6 online so hinbringen, dass das mindestens genauso viel verdient und eigentlich am besten natürlich mehr als GTA 5 online. Was meinst du, was da für ein Druck in deinem Knack sitzt? Was meinst du, was da los ist? Da überlegst du dir 5-mal, ob das Spiel fertig ist oder nicht. Und, das muss man einer lassen, Rockstar hat eine hauseigenen Produkte, also Red Dead 2, Red Dead, GTA 5 und die DLCs und GTA Online, eigentlich immer abgeliefert. Immer. Und ich gehe davon aus, sie liefern wieder ab. Siehe Diablo für heute, wenn du Blizzard 2026 mit Rockstar vergleichst, das ist ein sehr weit hergeholter Vergleich. Da hat in der Zeit, wo von GTA 5 und Red Dead, wann war Red Dead 2? 2018, das ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her. In der Zeit hat Blizzard so oft reingeschissen und Rockstar eigentlich kein einziges Mal, wenn man es genau nimmt. Wenn man es aber dann doch wieder ganz genau nimmt, sie haben diese Remakes alle verschissen. Die haben es aber nicht selber gemacht. Also dass GTA 5 immer noch weiterentwickelt wird und was daraus geworden ist. Ja, hab heute mit Red Dead angefangen, lieber spät als nie. Da kannst du mit Gift draufnehmen. Mit dem 1 oder mit dem 2er? Als 2er stinkt mir fast ein bisschen, dass wir das nicht gestreamt haben. Das war allerdings auch 2018 und 2019 ist, glaube ich, für den PC gekommen und da war ich der Meinung, das ist zu viel. Das ist auch wieder so ein 50-Stunden-Schinken, aber ohne Scheiß, Red Dead Redemption 2 ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Also das kann auch nicht ansatzweise für mich zumindest mit GTA 5 mithalten. Und GTA 5 funktioniert in der breiten Masse halt nun mal so gut, weil so das echte Leben widerspiegelt. Da kann ich bei meinen Freunden cool machen, wenn ich mit dem fetten Lambo umeinander fahre und so, das kann ich schon, wie soll ich sagen, nachvollziehen, warum das diesen Erfolg hat. Und Red Dead 2 online halt zum Beispiel nicht. Das ist ein spezielles Setting, so ein Western-Setting. Da hat nicht jeder Bock drauf. Das ist nur nachvollziehbar. Obwohl Red Dead eigentlich das bessere und umfangreichere und detailliertere Spiel ist. Aber gut. Stream Red Dead 2 halt trotzdem noch. Nein, ich hab's ja selber schon durchgespielt. Ich meine, das Spiel, nein, ich mag eigentlich gar nichts zur Geschichte nicht sagen, aber das kann ich nicht nochmal spielen. Das geht aber nicht. Das ist völlig behindert. So gern da die irgendwann mal wieder ein Kruzifix XXL wie das mit Diablo haben. Also wenn die mit GTA 6 reinscheißen, dann kriegst du das. Da kannst du Gift drauf nehmen. Und wir spielen übrigens auch GTA 6 an Tag 1. Das ist auch klar. Ja? Ich werde dann nicht 1,5 Jahre warten, bis die Rockstar bequem der PC-Version auszubringen. Da habe ich letztes Mal erst die Spielerzahlen gelesen. Und GTA wird hauptsächlich auf der Konsole gezockt. Und zwar mit ganz großem Abstand. Und mit ganz großem Abstand ist als allerletzter PC dran. Und das erklärt für mich so ein bisschen, dann ist einer wohl scheißegal, scheißegal ist einer natürlich nicht, aber sie konzentrieren sich erst einmal auf die Konsolen und dann auf den PC. Und 1,5 Jahre später, ich meine, ich bin Variety-Streamer und ich darf gern aktuelle neue Spiele früher mitnehmen. Am besten eigentlich an Tag 1. Und ganz ehrlich, wenn ich GTA 6 nicht am ersten Tag mitnehme, dann bin ich halt ein Trottel. Dann muss ich's bleiben lassen. Dann ist mein unseriöser Beruf, ja, dann ist eine Themaverfehlung. Dann muss das bleiben lassen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht, weil ich habe echt keinen Bock, dass ich 1.000 Euro zahle, damit ich das Spiel spielen kann. Ich habe keine PlayStation 5 und ich habe kein GTA 6. Und das wird wahrscheinlich 100 Euro kosten, da kannst du mal Gift drauf nehmen, aber wenn nicht sogar mehrere. Und der PlayStation 5 Pro kostet mittlerweile wie viel? 800, 900 Euro? Jetzt wieder. Jetzt ist mein OBS wieder. Was hat denn YouTube heute wieder? Bin ich wieder kurz weg. Das wollte ich lesen. Bin ich noch da? Hallo? 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 Hey, Filmriss, bist du noch da? Hallo? Gut, passt. Ich hab so viel zum Lesen. Muss man für Red Dead 2 den ersten Teil gespielt haben? Nein. Ich hab den ersten Teil nämlich auch nicht gespielt. Oder nicht durchgespielt, sagen wir es so.
Und zu dem Zeitpunkt, wo ich Red Dead 2 dann gespielt habe, habe ich keine Ahnung mehr gehabt vom 1. Null. Musst du nicht. Aber helfen tut's, glaube ich. Es haben mit Sicherheit haufenweise Anspielungen aufs 1 von den Charaktere und so, die ich halt nicht kennt habe, aber das war mir einfach wurscht. Manche warten noch auf die Steam-Maschine. Da hat leider Gottes aber die Weltpolitiklage Steam oder Valve besser gesagt sauber reingeschissen, dass Chips auf einmal das 8-fache kosten und so weiter und so fort und der RAM und. Was extrem schade ist, aber mei, die können auch nichts dagegen tun. Naja, die PS5 kostet nur was, wenn du nicht 2 Stück gewinnst. Wieso soll ich denn 2 PS5 gewinnen? Der Icarus hat was Schönes geschrieben. 50 € im Monat. Und genauso wäre das machen. Es gibt so Online-Dienste, ist vielleicht auch für euch interessant, keine Ahnung, oder für irgendjemanden, der mal was ausprobieren will. Ich sehe halt, ich spiele halt nie Konsole. Ich habe eine Todesmaschine von PC da stehen, die mittlerweile auch schon über 3 Jahre alt ist, aber immer nur eine Todesmaschine ist, die langt überall hin. Da kannst du einfach so Konsolen ausleihen, einen Monat lang. Und das kostet dann 30, 40, 50, 60 €, je nachdem, pro Monat, je nachdem, wie lange das da ausleihst. Und ich denke, dass man mit GTA 6 wird ein Fulltime-Stream. Das sage ich dir gleich schon, wie es ist. Da werden wir mit jeden Tag streamen, bis wir das Spiel durch haben. Weil das mit Sicherheit nicht auf 10 Stunden durch ist. Da werden wir mit uns hersitzen. Ich meine, ich habe alles da. Ich habe schon mehr PlayStation-Code von jemandem. Aber ich möchte speziell für GTA 6 möchte ich eine PlayStation 5 Pro. Und da kenne ich keinen persönlich, der eine hat. Und die stecke ich an. Wie halt die anderen ja auch, wenn wir Last of Us und Last of Us 2 hauptsächlich gespielt haben und God of War, glaube ich, haben wir dann noch angefangen. Und die leihen wir für einen Monat aus. Das Spiel kaufe ich mir wahrscheinlich und verkaufe es dann wieder oder was weiß ich. Oder vielleicht gibt es mal als Boxed-Version zum Kaufen. Das war toll. Und dann ich mir sogar eine Special Edition kaufen oder so, die ich mir dann irgendwo hinstellen kann. Bei GTA kann man es noch machen. Und dann spielen wir mir das an Tag 1. Story Mode, bisschen umeinander pümmeln, aber richtig rein. Richtig hier, gib ihm. Und wenn wir 2 Wochen nichts anderes tun, ist mir scheißegal. Der letzte Fulltime-Stream hat ja so gut geklappt. Ja, mein Mike, was soll das wissen? Welchen meinst du? Du kennst also keinen PS5, Bro. Herr Sprenger, wie wir es schon festgestellt haben, du hast diese Scheiße perfektioniert. Du machst das seit 30 Jahren. Ich muss ja auch irgendwo herkommen. Die Qualität an Dünnpfiff. Bis GTA 6 für den PC kommt, ist mein 5090 schon wieder alt, habe ich die Angst. Ich glaube noch nicht einmal, dass mein 4090er bis dahin alt ist. Glaube ich nicht. Ich kenne jemanden, der hat einen, der ist ein Member da herin. Wahrscheinlich du, aber ich mag nicht von euch mir PlayStation 5 ausleihen. Das mag ich nicht. Herzlich fix übrigens, merci für 18 Monate. Kuss auf die Nuss. Dadurch, dass der 2er als Prequel ist, brauchst du das 1er theoretisch nicht. Richtig. Ich mag eigentlich gar nicht mehr weiter drüber reden. Andere schreiben Dünnpfiff, Sprenge schreibt Lebpfiff. Naja, das kriegen wir schon. So, was der wir nächste Woche? Ich habe da so eine Idee. Ist auch da herin schon ein paar Mal vorgeschlagen worden. Was hält man von Windrose? Was hält man... Ich bin mir heute nicht sicher. Ich bin mir bei Pragmata nicht sicher. Das ist schon ziemlich obdrade Kacke. Da bin ich mir nicht sicher. Da möchte ich erst wissen, wie lang ist die Playtime? Wie lang ist die Playtime wirklich? Bei Pragmata. Aber gestern ist Windrose rausgekommen. Das ist mir schon einmal vorgeschlagen worden. Wir haben uns da kurz einmal einen Trailer angeschaut. Das nehmen wir jetzt einfach nochmal kurz. Und jetzt, wo die ersten Bewertungen da sind, es sind nicht viel, aber es ist ja vollkommen wurscht, aber die sind alle sehr positiv. Und für mich hat sich das nicht so gut angeschaut in die ersten Trailer. Achtung. Schauen wir einfach mal rein, damit dann weiß gleich jeder, was es ist.
irgendeine Scheiße anbauen. Aber das schaut richtig cool aus. Hauptsache man kann fischen. Das ist das Piratenspiel, das da mal auch vorgeschlagen worden ist. Ich habe mir kurz mal einen Trailer angeschaut, das war nicht dieser Trailer und der hat eher so ziemlich clunky und ausgeschaut und man denkt so, weiß auch nicht, Digi. Aber jetzt, wo man am Anfang des Jahres mit Green Hell und Raft und dem anderen Survival-Zeug, habe ich ehrlich gesagt richtig Bock. Richtig Bock, das Ding auszuprobieren und eventuell da einen Community-Zock draus zu machen. Das heißt, am Montag darf ich mir gerne Windrose anschauen. Solo erstmal Spiel kennenlernen, wie funktioniert was, keine Ahnung. Es scheint mir eine Mischung zu sein aus Survival, Schiffe anfahren, Base bauen und die Bosse sollen also Souls-Mechaniken haben, so ein bisschen, also richtig zag sein und dann muss ich ausweichen, parieren und was weiß ich was für ein Kass. Und du kannst das Koop spielen. Das Einzige, was mich noch interessieren hat, ist, ob es da PvP gibt in diesen Schiffsschlachten. Das war der geilste Scheiß ever. Dann wir, hallo, los geht's. Und ich finde, der Trailer schaut nicht schlecht aus. Da kann man schon mehr reinschauen. Bevor es wieder komplett eskaliert und blind kauft, ich meine, für das Benito, das hätte man eigentlich auch heute spielen können. Ja, sollte PvP kommen. Es ist halt Early Access und wenn es da PvP gibt, da gehe ich mir schwer davon aus, weil ansonsten erinnert mich das da eher sehr an, wie hat es geheißen? Wie heißt das comichafte Piratenspiel? Haben wir auch schon mal gespielt, den Jack Sparrow-Ableger da. Ja, jeden zweiten Resident Evil-Raum im ersten Abschnitt hier. Nicht Black Flag, Sea of Thieves. Dankeschön. Black Flag war Assassin's Creed. Sea of Thieves, absolut richtig. Nein, Skull and Bones nicht. In Skull and Bones hast du vieles getan, aber du warst kein Pirat. Sea of Thieves. Ja, Sea of Thieves ist halt eher so auf knuffig gemacht und lustig gemacht und ist auch schon viel weiter. Ich meine, wie alt ist ein Sea of Thieves mittlerweile? 10 Jahre, keine Ahnung. Dass das da nicht von Anhieb mithalten kann, das verlange ich gar nicht. Nur dazu haben wir hier in einer Early Access Version, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das stelle ich mir gerne anschauen. Und wenn ich Solo-Apps kann, dann machen wir einen Community-Zock draus. Dann will ich meine Crew. Und dann eskalieren wir. Warum nicht? Kommt genau richtig. Und bei Pragmata mag ich erst Bewertungen abwarten. Ich mag mir selber wirklich erst einmal ein Gameplay anschauen, ein bisschen eins. Und vor allem, wie lange es dauert. Ja, ist halt wieder ein 70 € AAA-Titel etc., der aber sehr speziell ausschaut, muss ich sagen. Schauen wir mal. Skull and Bones ist gleich Call of Duty in billig und mit Schiff. Also werde ich nie vergessen, wenn wir in Skull and Bones, wenn wir gespielt haben und dann kommt der mit dem Minigame, wo du mit dieser Säge auf dem Baum da richtig timen musst und alle Minispiele, also das Gameplay, darauf basiert, dass du die Minispiele im richtigen Moment triffst. Da habe ich mir schon gedacht, da haben sie euch ins Hirn geschissen, ihr Trottel. Was, Pragmata hat bloß 6 bis 8 Stunden? Was? Dann bin ich jetzt halt richtig unentschlossen, was wir deren verdammt nochmal. Wir haben ja auch mittlerweile schon in der Sommerzeit. Muss man auch bedenken, es gibt eigentlich, habe ich keine große Lust, Freitagsstreams zu machen. Ich sag's jetzt einfach so gnadenlos ehrlich, ich habe gar keine Lust, Freitagsstreams zu machen. Wenn wir mir jeden Freitag entweder grillen oder essen gehen. Das ist jetzt halt einfach gerade vorbei. Es muss eben, Alter, es ist Mitte April, Alter. Jetzt haben wir noch Mai, Juni, Juli, dann ist Sommerpause. Möchtest du mich eigentlich verarschen? Ob du mich verarschen möchtest, war meine Frage. Die Schüsse waren der Hammer mit der Kanone, ja genau, du zielst da hin und Kugel fliegt da. Also es war so geil schlecht. Und ich finde da so geil, weil kein Mensch hätte sich so krass darüber lustig gemacht, wahrscheinlich ich auch nicht, wenn nicht nur der Entwickler oder der Chef selber sich vorher großkotzert hinstellt und sagt, das müsste eigentlich ein Quadruple-A-Game sein und keine Ahnung was und dann kämen sie mit dieser Scheiße. Das ist, also ohne Scheiß, die Leute haben so lost. Die haben so lost. Dass ich mir denke, ihr habt's wirklich, also, leck mich am Sack. Aber ich mag halt auch nicht, wir sollen sagen, Windrose und parallel Pragmata war natürlich auch geil, aber jetzt haben wir halt gerade Resident Evil 1 gestartet und ja. Was das eben ist.
Das, wie soll ich sagen, ja, hey, jetzt ehrlich gesagt, ungenau, das hat nämlich heute schon Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, auch wenn es nicht Spaß macht und auch wenn nächsten Mittwoch und übernächsten Mittwoch und ich schätze mal so 3-4 Streams werden wir brauchen. Also ich kenne mich noch nicht mehr aus, vielleicht brauchen wir mehr. Dann werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute das so geil finden, weil es dann doch recht monoton wird. Das ist immer das Gleiche. Relativ, es gibt ein bisschen neue Gegner, ein bisschen andere Rätsel und so, aber im Grunde ist immer das Gleiche so. Ja, umeinander Schleicher und Ding. Und die modernen Spiele wechseln sich doch ein bisschen besser ab, sagen wir uns ehrlich. Ist mir scheißegal. Und wenn bloß 5 Leute zuschauen. Resident Evil ist maßgeblich vor allem bei mir dafür verantwortlich, dass ich heute immer noch Computer spiele. Generell, Sachen haben sie so in mein Hirn hineingebrannt, dass es nicht mehr feierlich ist. Ich denke, das hat man heute gesehen. Das Spiel hat mich dermaßen geprägt, dass alles jetzt spät ist. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass ich das erst nach 8 Jahren auf diesem Kanal durchspule oder überhaupt spule. Und in meiner Welt gibt es kein HD-Remake. Auf das ist geschissen. Pfui Teufel, weg. Also die Steam-Bewertungen sind sehr gut für Windrose und das seit gestern. Ja, das ist ja nur das Nächste. Das ist erst ein Tag alt, aber wenn die ersten, das darf gleich drinstehen, wenn es beschissen war. Das darf nicht lang dauern. Birger, warum du dir sowas von früher merken kannst, in meinem Fall ist das für meinen ADHS-Kopf verantwortlich. Für Prüfungen nur bedingt geeignet, dafür habe ich unnützes Wissen aus meiner Kindheit. Geht mir ganz genauso. Weil mich die Sachen einfach interessiert haben. Das ist der Unterschied. Und damals ist deine Festplatten noch nicht voll gewesen und dann saugst du die Sachen auf und wenn die wirklich, das hat mich ja wirklich genommen. Das meine ich ja wirklich ernst. Also man macht sich da heute drüber lustig, so mit da hast du Kindheitstrauma. Das hast du halt wirklich. Das ist, wenn der andere den Kopf runterbeißt und du die umbringst und mitten in der Nacht in dem Herrenhaus da umeinander rennst. Wir haben uns in die Hose geschissen. Und das bleibt einfach hängen. Das prägt dich für immer. Wenn du dich dafür interessierst. Wenn du das anschaust und zumachst und nie wieder angelangst, dann darf ich wahrscheinlich die Cutscenes da gar nicht mehr wissen. Unnützes Wissen aus der Kindheit? Meine Kindheit. Richtig. 3600 sind das... Ist echt viel. Also die Steam-Bewertungen sind sehr... Stimmt, das ist ja wieder das nächste. Man sagt das nicht mehr gescheit. Bei mir steht 345. Wie viel sind es wirklich? 3800! Ohne Scheiß Steam, wieso habt ihr denn das gemacht? Was ist das für Behinderung? Das Ding hat 3866 sehr positiv. Da brauchen wir gar nicht weiterschmerzen. Ich hab bloß wieder 345 sehr positiv gesehen. Aber ich habe ein paar durchgelesen und alle schreiben eigentlich, es ist super gut. Schauen wir uns an am Montag. Wird zum Horror-Oktober-Zug aus, ist gesagt. Weiß ich noch nicht. Das entscheidet der Horror-Oktober-Bürger. Da ist noch ein halbes Jahr hin, Gott sei Dank. Genau das Trauma war eher der Reiz, dass man weitermacht. In meinem Fall ja. Die Freund von meiner Schwester, 26 war er, hat sich damals nachts Eindhosen geschnitzelt. Der war damals 26. Das heißt, der ist jetzt 56. Krass, oder wie werden wir alt. Fuck. Und in 10 Jahren sitzt man wieder da, hoffentlich seid ihr noch da, hoffentlich bin ich noch da, und dann spielen wir Resident Evil 2. So sollte man es eigentlich machen. Damit wir nicht überdrüssig werden. Nächstes Jahr kommt mit Sicherheit wieder irgendwann ein Resident Evil raus. Und dann spielen wir das neue Resident Evil. Und um den Hype so ein bisschen mitzunehmen, spielen wir dann das alte, originale Resident Evil 2. Das glaube ich ist eine gute Idee. Das glaube ich ist eine bessere Idee, wie jetzt halt drucken. Da brauchen wir bis, keine Ahnung, bis Juni, bis wir Resident Evil 1, 2 und 3 durch haben. Die alten. Und das 2er ist doch ein bisschen länger wie das 1er und das 3er dafür wieder nimmer, aber trotzdem brauchen wir da schon eine Zeit. Da weiß ich auch nicht mal alles auswendig. Im 2er weiß ich auch noch viel, glaube ich. Nicht so viel wie im 1er, aber noch viel. Kennst du Deep Rob? Auch ein lustiges Community-Game? Ja, kenne ich. Jo, das wird sich angeschaut. Ich war ja ein Riesenfan von Black Flag, Piraten trinkt aus, joho. Klar soweit? In 10 Jahren spielen wir den Klassiker Resident Evil 9 Requiem. Absolut richtig. Nächstes Jahr spiel erst das Code Veronica Remake, dann das Original. Ja, mach ich. Also ich habe schon gesagt, Code Veronica und Zero habe ich nie gespielt, obwohl ich ein riesen Resident Evil Fan bin, aber für mich waren das Ableger, das waren ich mag's nicht, weg. Da sind die Charaktere oft nicht dabei, die ich gern mag, weg. Da ist oft kein Lieren. Ist da Lieren? Ich weiß nicht, ich hab's nie angeschaut. Ein Ableger, da steht nicht Resident Evil 4, 5, 6, irgendwas. Mal scheine nicht mehr an, weg. Fehler, ich weiß, aber jetzt warte die Remakes ab.
Also von Code Veronica und von Zero werden wir die Remakes spielen. Und vielleicht dann die alten nachholen, who knows. Da weiß ich dann auch nichts, das ist dann auch für mich ganz neu, das glaube ich gut. Ich kenne aber auch noch Resident Evil 1 auf der PlayStation, 93 Baujahr, also kannst du Dinge, wie das ballert hat. Gut, das ist jetzt die Frage, wann, in welchem Jahr das schwer ist, weil ich glaube dann nicht, dass du es mit 3 gespielt hast. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube da auch nicht, dass du es mit 5 gespielt hast. Ich dachte mir frühestens eingelassen, so ab Sim 8. Wenn deine Eltern wirklich gesagt haben, naja, man schaut an, das ist schon wurscht, kauf ihm das Spiel ab 18, wo vorne drauf ein Typ ist mit einer Knarre so groß und mit Spinnen und hinten eigentlich jetzt zwar die Wort Horror ist. Kann nicht so schlimm sein. Nein, nicht, aber okay. Das ist was, da kann ich nicht mitreden, weil ich keine Geschwister nicht habe. Das ist was, da denke ich gar nicht drüber nachschauen. Das war mir jetzt überhaupt nicht in den Sinn gekommen, weil ich keine Geschwister habe, dass es ja noch einen großen Bruder geben kann, der das spielt und ich sitze daneben. Der drückt mir ein Gamepad in den Tint und sagt, oh, du kannst spielen, obwohl du gar nicht spielen kannst. Ja, okay, dann bin ich schon statt. Dann kann natürlich passieren, dass du das mit 5, 6 oder noch früher war fragwürdig, weil welcher große Bruder gibt sie mit seinem 4-jährigen Bruder ab. Aber mein erstes Risi war mit 10. Meins auch. Also Resident Evil 1 hinter mir, das erste Mal mit 10 war. Werde ich nie vergessen. Und jetzt ist 3 Minuten vor 11 und jetzt gehen wir ins Bett. Habe ich noch irgendwelche Donations nicht übersehen? Mr. C. Fix, ich hoffe, du bist noch da. Mir ist für 18 Monate. Timmy Boy, mir ist wieder neu. So, Bürger, das Runde muss ins Eckige. Oder anders gesagt, ich gehe ins Bett. Und dann hier sagen, das Eckige muss ins Runde. Timmy Boy, merci dir. Vor einer Stunde geschissen. Voll Sith Happens hat noch was geschrieben, vom modernen Requiem direkt zum Pixel-Drama. Das habe ich noch gelesen, glaube ich. Trotzdem noch mal merci. Henker Chief, merci für 86 Monate in the beginning. Das habe ich auch noch gelesen. Wolfric, merci für den Zwickel-Zombies überall. Untote Hunde-Filf, das habe ich auch noch gelesen. Habe ich nichts. Da ein Vibe habe ich übersehen, glaube ich. Oder ein Aslagon. Ihr habt beide so. Na, der Aslagon ist der Aslagon. Der Vibe hat noch einen anderen Namen, der heißt ein bisschen anders, aber ähnlich. Alter, was sehe ich da? Sind wir oldschool unterwegs. Oh, ich hoffe, du bist noch da. Das war vor über 2 Stunden. Oh mein, merci für 29 Monate. Fridolin, die habe ich noch gesehen, das weiß ich. Wird schon passen. Und jetzt schleichen wir uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist 11. Ich bedanke mich. Das war halt ein sehr schöner Abend, ein sehr schöner, nostalgischer Abend. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich wirklich noch so viel in dem Spiel gewusst habe. Aber weißt du sehr, was ist? Bundeskanzler Halbschuh. Hau ab jetzt! Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die ganzen Donations, vielen Dank für die Mitgliedschaften. Ich hoffe, die Leute sind noch da. Vielen Dank für die ganzen Resubs, das waren auch wieder gefühlt 5000. Vielen Dank für alles. Drücken Sie den Like-Button, lassen Sie ein Abo da. Wir sehen uns diese Woche nicht mehr. Wir haben jetzt in der Sommerzeit, es gibt nur noch Montag und Mittwoch um 20 Uhr einen Stream bis um 10 Uhr, 11 Uhr, je nachdem. Wir sehen uns nächste Woche am Montag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Windrose anstatt mit Pragmata und nächsten Mittwoch dann mit Resident Evil 1. Vielleicht mache ich da einmal eine halbwegs ernst gemeinte Umfrage, was wir nächsten Mittwoch tun, ob wir uns Pragmata anschauen wollen oder eben mit Resident Evil 1 weiter tun. Einfach weil es mich interessiert. Der wir dann sowieso auf was ich Bock habe, was der Service ist, aber was der Service ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns vorab ein schönes Wochenende. Ich weiß schon immer, morgen, übermorgen, bla, du weißt es schon. Sonntag, Discord-Ankündigung und überhaupt sowieso. Triple F für die Moderatoren. Wie immer, auch an euch Dankeschön. Ist eh klar. Wir sehen uns. Hauen Sie sich hinein. Ich darf nicht so laut Bier kriegen, ich vergieße, aber das ist halt noch nicht lang so. Und die letzten 2 Wochen habe ich nicht umeinander treten müssen, aber die Frau muss ja arbeiten, die muss viel früher aufstehen wie vorher und ist da dann ganz anderen harten Tag beieinander wie vorher, deswegen vergieße ich über die Umeinanderblärerei und die Umeinandertröterei. Ich hoffe, sie rasiert mich nicht. Schlaft's gut, bis nächsten Montag, spätestens 20 Uhr. Habe ich! Das muss gelingen. Schleicht euch davor. Was? Na. Oh, ich hab besser vorgestellt. Schleicht euch.